grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Punkt. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick, der spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wiener Schal. Die Quetschen klingt heute super fein, die Kontrapumpe hinten drein. Und das Gesang klingt ist auch schon recht human. Drumlein und grüß euch, servus, sie hängt. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Punkt. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, ich habe die Ehre, es ist mir eine große Freude, ich bin wieder da. Jawohl. Bin wieder halbwegs fit und gleich aus der Klause Klaus heute. Darf ich da wieder Gast sein? Ich habe eine Riesenfreude. Na, wenn schon die Titanic dann erste Klasse, Ja, genau, dann gibt so es sich schaut's schon eine ordentliche Baulatschen, wo man Natürlich. schon live dabei ist. Grüß euch von meiner Seite, herzlichst willkommen von uns, von den 16er Buben und einer in Bälde gestorbenen Fliege, die da herumzieht, aber die haben wir bis jetzt nicht erwischt. Also, Na. irgendwann im Laufe der Baulatschen geht es, es ist eh schon deppert ein bisschen, aber Solange sie nicht am Mikrofon sitzt, ist es alles kein Problem, würde ich sagen. Ne? selbst dann ist er lustig. Dann ist er lustig. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich darf einmal kurz in den Chat hineinblicken. Der Erste, Rudi Korbes. Rodolfo Professor. Besser. Dein Substitut. Mein Substitut, ja, beim Taschler, beim ersten Auftritt des Jahres, ja. Rudi, danke noch einmal, ja. Weltklasse. Rudi. Wir haben viel zu wenig gespielt miteinander. Wir haben da nicht. Weil wir dann telefoniert haben, haben wir gesagt, wir müssen einmal wirklich spielen ein bisschen, weil er hat sich ein paar Lieder ausgeschrieben von uns, von den CDs. Sag ich, was, die kannst du alle? Sagt er, ja. Sag, die kann ich nicht. Das war wild. Matthias Mariacher ist da, grüß dich gut. Markus Pristonik, ja. Hat glaubt, er ist der Frühere, aber ja, ganz großartig. Doch nicht. Die Karin Albertina Pristonik ist da, servus, grüß dich Wird gut. der Markus auch nicht weit sein, vermutlich. Ist auch da, ist gleich der Nächste. Das sagt er auch, na schau, meine Frau ist auch da. Schau da was an. Uli Slonek aus Helsinki, grüß dich gut, jawohl. Der Raffi ist da, aus der schönen Steiermark. Die Susanne Faber, jawohl. Was, eine rote Achtel, rein für unsere Burschen. Dank der Susanne. Der Iglitsche Disse Bubbles, habe ich das jetzt korrekt ausgesprochen? Iglitsche Disse Bubbles? Iglitsche Disse Bubbles, ja. Ja, Und das habe ich du noch machst die erst. Das ist ein Wahnsinn. Das muss man nochmal, warte mal. Und der Iglitsche Disse Bubbles ist auch da, servus. Jawohl! So, was sagst du? Das ist ein Wahnsinn, mit neuem Profilbild, glaube ich sogar. Der Wildcat ist da, bravo Wildcat, servus. Der Peter folgt. Jawohl. Der Peter Volk ist da und die Nicole natürlich, ganz klar. Erstmals im höchst attraktiven 16er Level gewandet. Freuen sich auf euch. Jawohl, bravo Peter Volk. Der Michael Ungar, Maiki, jawohl. Sehr gut. Hoffentlich auch mit der Justine, das hoffentlich schon. Landtagsstrom Markus ist da. Ja, Markus. Franz M. Auch hat uns würdig beehrt. Wo haben wir das letztens gespielt? Wo war denn das? Was haben wir gespielt? Ich habe schon keinen Durchblick mehr. Jetzt hat die Bälle und dann, wo habe ich gespielt vorher? Was war denn das? Der Neusenkeller vielleicht. Nein, der Neusen. Wo war denn das jetzt, Franz, wo man sieht? Bluesschrammeln. Bluesschrammeln, ja. Bluesschrammeln, jawohl, da war es das letzte Mal. Wenn ich gesehen habe. Der Fritzler Stadtguss. Ohne Fritzl natürlich überhaupt kein Rausch. Das sage ich mal gleich, ganz klar. Fritzl Stadtguss garantiert meine Motivation zu trinken. Das ist eine große Motivation. Klingt aber auch, gell, man könnte glauben, apropos trinken, vielleicht geht das schon mal einen Spritzen aufschicken. Ja, sehr gut. Wir trinken halt den Spritzen. Ja, wir trinken schon. Kein großes Angebot, der in dem Sinn. Franz Brandwein ist da, grüß dich gut. Unser Leibjacker par excellence. Der Maba ist da, der Musikraum Inse Haus, wie man so sagt. Der Grund, warum er nicht Kummer kommt, ist, er kommt nicht aus dem Kummerbund. Aber Franz, bravo, einmalig. Die Maggie hat sich dazu gesellt, die Karin, ja, haben wir schon gesagt, Gere 1.0. Matthias Mariacher,
lockt die Fliege mit einer Kuh vom Marvihof an. Na, die lockt sie runter. Marvihof müssten theoretisch schon fertig sein, weil im Stall Ist schon kein finster Licht gewesen, mehr. ja. Ist schon Schon finster. gesehen, ja. Ja, ist schon finster. Gundula Braun ist auch da. Gundula Servus, Jawohl. grüß dich Gott. Und schau, habe ich gleich da hinten, schau, sieht man es? Sieht man es gut oder da hinten? Warte mal. Moment, Kamerakind Klaus, Moment. Na, Patrick, du musst es herzeigen, Kamerakind Patrick. Bist du bereit? Jawohl, ich bin bereit. Jetzt schon, na, red schon. Ja, komm, jawohl. Jawohl. Es ist nur ein Problem, ich sehe nichts. Ne? Du siehst nichts, aber du hast es genau, ein Stückerl runter, ein bisschen, ein Stückerl, ja genau. Einmalig. Kannst wieder zurück. Jawohl. Kamerakind Patrick, das herzagt. Was? Ein leibendes Präsent. Ein leibendes Präsent von der Gundula Braun. Dankeschön. Und wir haben eine große Freude, das ist meins, im Patrick sind sie mir mitgenommen, der hat sie Das ist schon im Koffer, schon verstanden. verstaut. Und eine Riesenfreude. Und was will ich sagen, da Gundula, die ja aus Mainz, der Liebe wegen, so wie ich das verstanden habe, nach Wien gezogen ist, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Sehr gut. Sehr gut. So, Christoph Radau ist am Start. Christoph Acker. Jawohl, vom Acker haben wir auch noch zumindest noch mein Weihnachtsgeschenk. Da stehen in Gin. Aber wir haben jetzt keine Tonne Leute, deswegen können wir heute keinen Gin trinken. Wurscht. Spaziergang, grüß dich Gott. Und beste Grüße an die Frau Gemahlin. Mundro ist da aus Thailand. Servus Mundro, das gefällt mir auch wieder. Werner Wichtig, ganz große Freude. AG Gastig am Start. Sehr leibend. So, passt auf. Und jetzt, da trinken wir mal ordentlich auf. Ja, Und spritzen. So. sehr zum Wohle noch Uiuiui. wochenlange Abstinenz. Na, was heißt? Weltklasse. Man merkt, die Gesundheit kommt zurück, es fängt schon zum Schmecken an. Das hat beim Rundherum und auch geschmeckt vorher. Das stand aber schon gut. Ich sag, Ja, das gell? fängt schon Nein, ich zum sag, ja, nein, ich meine, also wir haben schon geübt vorher. Es geht schon aufwärts. Wir haben ja schon einen Ball, wir haben schon einen Philharmoniker-Ball geübt. Da war ich noch Naja, sehr... da warst du noch schwach. Sehr schwach. Da warst du noch schwach, aber du warst tapfer, hast da trotzdem einiges reingehauen, das passt eh. Noch nicht zu viel. Zwei gespritzte. No? Immerhin schon. Und 3 Bier, aber ist ja wurscht, die zählen nicht, die sind ja isotonisch. Ja, ja. Genau. Na gut, Jägerball, wärst du theoretisch fleißiger gewesen? Der wenn man- Offiziersball meinst du? Offiziersball, Jägerball ja. ist jetzt nächsten Der Montag, kommt jetzt, ja, genau. Du wärst fleißiger gewesen, wenn wir mehr eingeladen worden waren. Was ja trockene Baustelle ist, mein Ja. Aber es ist gegangen. Also es ist gerade rechtzeitig, bevor wir zum Warnen angefangen haben, ist schon ein Drangel umgewachsen. Also das hat dann schon passt. Der Kühlschrank macht. Soll ich einen Wein in den Kühlschrank stellen? Das hier was. Ich stelle mir eine, ja. Oder ja, hätte eigentlich so sagen sollen, ja. Warte, ich mache eine Tour. Ob du nicht den Wein in den Kühlschrank stellen möchtest. Das war es gewesen. So. Ein paar Geschichten von den Bällen müssen schon sein, sagt der Michael Unger. Na ja, schauen wir, was uns einfällt. Viel ist ja da nicht zum Erzählen, aber irgendwas haben wir schon. Schau, der Ulrich hat sich dazu gesellt. Jawohl. Grüße von einer Frau, Neuch sitzt neben mir, Spaziergang. Jawohl. Servus, Frau Spaziergang. Das ist eine Freude. So, die müssen haben. Ja. So, pass auf. Und jetzt, na gut, ein paar Geschichten. Was haben wir erlebt? Ich rauche meine an. War etwas lustig eigentlich? Ja, Ja, lustig war gar nichts. Lustig war die Raucher-Lounge vom Offiziersball. Offiziersball, ja. Weil von dort stammt das Foto der heutigen Bavlatschen. Genau. Die Raucherlounge war eigentlich direkt vom Eingang bei der Hofburg. Im Schneesturm quasi. Ja. Das war die Raucherlounge. Im Verein. Im Verein, also kein Zelt, nix, also kein Windschutz, null. Ja. Jetzt kann man nicht sagen, ja, muss nicht immer rauchen sein, aber es ist trotzdem, das finde ich schon ziemlich gut. Da sind 50, 60 Leute draußen gestanden. Gibt's die Frauen noch nicht? Weil beim Philharmonikerball war sowas auch im Verein, das ist halt jetzt so Gesetz, ist schon in Ordnung, nur die haben so Partyzelte aufgestellt, dass zumindest von oben geschützt war. Dann war es auf einer Seite zu, dass der War Wind Blochen, wie man sagt. Blanken, ja, genau. Und es gab, für die Damen war es gedacht, mancher Mann hat sich das auch umgehängt, es gab Decken. So, nicht? Weil klar, die Damen im Ballkleid, im Kostüm sozusagen, nicht? Das ist, also ich tut mir schon doppelt. Der Frack wärmt ein bisschen mehr. Nicht? Ein bisschen mehr, nicht? Ist aber jetzt nicht gerade der Harzdecken, nicht? Das ist, jetzt muss man auch sagen. Nicht? Nein, nicht wirklich. Aber war die Karin. Ich habe gesagt, die Frau Spaziergang. Die Frau Spaziergang. So haben wir nicht. Karin, genau. Das heißt, der Spaziergang ist eingeloggt, die Fliegen fliegt da. Ich verstehe. Das war nicht der Wirbel, die Wirbel, Das ist die Wirbel auf der Kühlschrank. Also der Spaziergang ist eingeloggt, als Spaziergang titulierbar, währenddessen die Frau Spaziergang, die gar nicht eingeloggt ist, von der wissen wir jetzt wenigstens den Namen.
Im Spaziergang wissen wir es ja nicht. Karin. Jedenfalls gefällt mir das aus. Ja, aber ansonsten, na gut, also ein Philharmonikerball grundsätzlich war eigentlich wie immer eine leibende Geschichte. Absolut, ja. Man muss sich das so vorstellen, weil es ist ein sehr Unterschied zu allen anderen Bällen. Wir sind also da nicht jetzt in einem Raum, wo wir jetzt Abend sind, wie zum Beispiel beim Offiziersball oder Jägerball, sondern das ist quasi die Volksmusikbühne. Also eine Volksmusik, wohlgemerkt die echte, authentische, die bodenständige Volksmusik. Und da war eben der Bosch Franzl, wie immer mit seinen Inbrigler, hat da gespielt, viele kennen ihn ja von Mein Liebster Weiß. Der hat gespielt mit seiner Partie, dann Nordtanzelmusik war wie um die Kassen. Die Tanzelmusik war da, das war der Christoph Kiegel, einer der Solo-Tubist von den Philharmoniker, mit seiner Frau und seiner Schwägerin. Die ehemaligen Dornrosen, zwei von den Dornrosen sind das gewesen, ja. Aber wie heißt denn die? Und dann war eine Egerländer Partie. Egerländer waren auch, genau. Ganz großartige Partie. Das weiß ich, und wir. Und wir, glaube ich. Ja. Ja. Und wir vier haben sozusagen, die Auftrittszeiten, also wir sind also jeder ist dreimal auftreten in dem Zeitraum. Und wir haben den Anfang gemacht und den Abschluss. Also wir haben um 20 Uhr 22 Uhr 45 angefangen. Genau. Und haben Abschluss gemacht um 4 Uhr. 4 in der Früh, ja. Und dazwischen auch noch einmal gespielt. Und dazwischen noch einmal gespielt. Ja. So, also so war das dort. Es war also entsprechend der Volksmusikrahmen dort. Für uns ein bisschen problematisch natürlich, weil neben einer Tanzelmuse, Blechbläser und so weiter, wenn die dann natürlich aufhören. 5 Blechbläser mit Schlagzeug. Vorher spielen ist natürlich. Wobei wir sind nicht gewaltig normal. Ja, aber gegen die hast du zu zweit natürlich. Aber die haben da gerade Gas gegeben, nicht so, und dann ist aus. Die Leute sind in aufblasen und dann kommen wir. Nicht? Wir holen uns jetzt schnell runter auf den Boden der Realität. So schaut's aus. Sagen wir's hast so. du schön gesagt. Ja. Die Batscheln habe ich nicht angehabt am Ball, ja? Der Christoph Acker. Nein, aber heute hat er so. Nein, das sind andere. Das sind die in der Klause. Das schaut so ähnlich aus. Nein, ähnlich, ja. Aber ich habe doch Ich habe ihre eigenen. Ich merke keinen Unterschied. Ja, Spaziergang ist doch Wolfgang. Also haben wir das irgendwann gewusst, hätten wir es wissen sollen. So wissen Sie. Der Spaziergang der Wolfgang. Wolfgang, ja. Okay. Bitte um Verzeihung. Aber ich kann dir gleich sagen, wir werden es uns nicht merken bis zum nächsten Mal. Wolfgang und Karin. Wolfgang, du merkst ja das? Ja, bin ich gespannt. Aber wir merken es uns nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil ich mir sowas einfach nicht merke. Nach dem ersten Mal. Das muss man schon öfters dann einarbeiten. Gudrun Kilian ist dabei. Schön, euch wieder gemeinsam zu sehen, jawohl. Ja, was glaubst du, wie ich mich freue? Endlich wieder Pavlatschen passt. Ja, schaut auf Michael Unger, der Paul Hallwachs, der Organisator vom Philharmoniker, genau, kommt aus meiner Nachbargemeinde. Und sagt auch schon die kleine Egerländer Besetzung. Ja, genau. Michael Unger ist da, der kennt sich da aus. Ja. Jawohl, genau. Paul Hallwachs, ja. Der hat gesagt, ja gut, aber du ist aber nicht gekommen. Die Egerländer, ja genau. Der Paul Hallwachs, den haben wir am Gang Den getroffen. haben wir am Gang getroffen. Ja. Da hat uns schon sehr gelobt nach dem ersten Auftritt. Ich habe schon gehört, ich habe schon wieder den Vogel angeschossen, es passt alles Land. Und man gedacht, jawohl, große Freude. Absolut. Ja. Absolut, ja. Die AG Gassigband Hofburgball ist leibend, die Räume ist sehr schön, ja, definitiv. Ich meine natürlich, jetzt Philharmonikerball im Musikvereinshaus ist natürlich für mich noch mehr ein Glas höher. Ja. Aber Hofburgbälle natürlich, ja, klar, das ist ja eine würdige Örtlichkeit, Absolut, kann man ja. nichts sagen. Für uns ist, ja, und bei den meisten Bällen sogar leibend, weil jetzt wissen wir auch, wo Da ist man... meine Nase, muss mich noch Ja, ärgern. das wird ärgern wahrscheinlich. Ja, das wird sein. Nein. Aber es hat mehr Rennerei, nicht? Mitunter. Bis jetzt ist es Wobei, gegangen. die meiste Rennerei war heuer eigentlich im Musikverein. Zum ersten Mal, ja. Zum ersten Mal. Weil der hölzerne Saal ist im 3. Untergeschoss. Und vom Schlagzeugerkammerl ins 3. Untergeschoss. Aber es ist wirklich ein Das braver ist ein Weg. Job. Das ist ein Job, aber das haben wir gemeistert. Ja, Vor allem den Weg zu finden. Weil wir sind ja Backstage quasi gegangen durch die ganzen, von den die ganzen Schleichwege. Ketterer und so. Ne? Ich bin da vorbeigegangen an 50 Back- und Frischbacköfen. Da hat es gerochen. Ja, Wahnsinn. Franz Brandwein meint, habt ihr einen Philharmonikerball auch einen Philharmoniker-Maut gemacht? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das wird sich nicht ausgehen. Spaziergang, jawohl. Passt schon, eh klar. Ja, aber außerdem, nein, es ist ja der Nickname. Nicht? Der Spaziergang ist Spaziergang. Und die Karin ist die Frau Spaziergang. Ja, so müssen wir es leben. Und der Herr Spaziergang ist der Herr W. Ja, genau.
Marion Kriegelstein ist da aus Göttingen. Grüß dich. Servus. Auch der Markus Volk hat sich dazu gesellt. Jawohl. Die Chrissy 1220. Ja, auch da. Ja. Super. Super, Ja. super, super. Ja, die Eröffnung, weil die Chrissy meinte, die wichtigen Leute bei ihrer Ankunft, nein, da haben wir nicht geschaut, weil da sind wir in Schlagzeugerkammer und haben uns ein Bier aufgemacht. Und André Schneewski-Brötchen gedacht. So Nicht? ist Also, Und die jungen Damen Herren Eröffnung, auch nein, Eröffnung schauen wir uns nicht an. Aber ich muss das Foto eigentlich, weißt du, du Depper, ist immer die fast in die Wand gefahren. Ich muss schauen, ob ich das eine Foto habe, warte mal. der Filmbracke, du sitzt am Kastel. Wo? Du, Halt, komm. du sitzt. Du Ich habe sitzt. leider keine Zeit jetzt für. Du, es fliegt aber nur eine zweite da herum auch, gell? Das habe ich hin. Ich weiß Das nicht, hat man gehört. das hin. Da liegt's. Nicht los liegen. Nein, oh, jetzt ist der Boden. So einen Staubsauger habe ich geschwind. Nein, so ist nicht raus, weil es Kuh noch mehr. Ja. So, fix fliege ich da wieder. So, pass auf, das Büdel muss ich schauen. Da, genau, hab schon. Nur das seht, das war während der Eröffnung vom Philharmonikerball. Ja, genau. Nobel geht die Welt zugrunde. Ne? Und natürlich mit der Bierdosen. Und hinten sieht man die. Schauen wir, sieht man da nicht. Hinten sieht man die. Die Accessoires, der Schlagwerk. Besten. Nein, das sind die besten. Ah, sind die besten. Die ist auf der anderen Seite. Weil man muss sich das vorstellen, diese Schlagwerkerkammerl, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt, aber alle sagen Schlagzeugerkammerl, sind die Schlagzeuge und Kontrabässe. Warum? Das sind die größten Instrumente. Also wenn du jetzt nicht gerade ein Triangel nimmst, oder die Pauken, die Marschtrommel und so, und die Kontrabässe sind die größten Instrumente. Und haben natürlich den kürzesten Weg im goldenen Saal auf die Bühne nach hinten. Da kann man nämlich hinten durchgehen. Ne? Richtig? Also da gibt's. Da man nicht so weit zahlen muss, das ganze Werk. Ne? Genau, also wir haben uns quasi unter der Bühne der Philharmoniker befunden. Genau. Du ist dann so eine Falltür, sagen wir Falltür, mal. ja. So, was bei den Geiger wird das sein, wird irgendwo, Ein nicht? bisschen weiter Das hinten ist oben. Noch weiter hinten, Weiter ja. oben, ja. Ja, also so, dann ist mittig, nicht? Von der, Ziemlich quasi mit- vom Ja, wo die Orchester. Kontrabässe schon quasi zwischen, wo die Ja, Bläser ja, sitzen, die gut, Posaunen das ist- sitzen quasi, ja. Und da ist eben so dieser Okay. Raum, da sind ja die Stühle gelagert und so, das ist aber jetzt ein extra Raum, aber das ist quasi dort und da kommt das runter und da stellt man das dort ab und in diesem Kammerl ist sozusagen der Backstage-Bereich für die ganz Leibwanden. Und ja, also gut, das war auf jeden Fall ein recht lange, aber entsprechend, wir sehen da nie irgendwas von irgendeiner Eröffnung oder sonst was. Würde sich ausgehen, könnten wir uns anschauen, wenn man wollten. Es interessiert mich noch nicht. Nämlich, warum interessiert es mich nicht? Ich war sogar dort einmal auf, wir spielen schon länger am Philharmonikerball. Ja. Und es ist dort so viel ein Gedränge natürlich Ja, das dort, das ist einfach, hetzlos. es ist hetzlos, muss ich wirklich sagen. Es ist heiß, eng, Ja. es ist. Nein. Ja. Da haben wir gemütlich dort. Aber Kann im das Bier- Schlagzeugerkammer hört man die Eröffnung. Also, sehr gut. Und zwar wirklich gut, ja, weil du bist halt unterm Orchester. So. Was haben wir da? Beißt die Nasen und Aber beißt wie? der Arsch, stecken wir es zusammen. Michael Unger, jawohl. Jawohl. Das ist viel schräg gelagert von der Kamera, gell? Ja, da hast du aber recht. Christoph Acker, Wobei, da hast du recht. Naja, dann wird schon stimmen. So ist es. ja, stöß ein bisschen um. Das korrigiert. Ja. Mhm. Und der Ackerl, Der Ackerl hat einen Blick für sowas natürlich. und der klar. Ackerl sagt, das ist nicht richtig. Schau. Ja, ist besser, ist also, glaube ich. Ja. Na, was heißt? Na? Ja, eindeutig. Na, gar kein Vergleich erst gegen vorher. Der Ackerl. Ackerl. Wenn wir einen Ackerl nicht hätten erst. Ackerl, darfst du gleich ein Lied wünschen. Darfst du gleich ein Lied wünschen für diese Reißt Serviceleistung. mir an, das sag's ja. Der Julie Sievers Production, Mörder. Was, das Bierfoto? Das Bierfoto war Mörder? Im Fall, wollt's noch Fotos? Nein, viele Fotos, ich habe da nicht. Warte mal. Die Frackfotos, hast du meins eigentlich auch? Vom Frackknacke? Aus dem Internet das? Das ja. Nein, habe ich nicht. Ich kann, pass auf, ich kann Mit nicht. Haltung, Ja, pass auf, jetzt mit strenger Blick. ich spüre ich jetzt ein Video ein. Warte, es geht noch nicht so einfach da so. Warte mal, es geht nicht so einfach, weil das nicht so. Warum nicht? Weil ich das nicht, weil das nicht einzeln sehe, weißt du? Ah, okay, ja. Kenn mich aus, ja, ich Die verstehe. überlagern sich Ja, die ich Fenster. verstehe. Jetzt muss ich da ein paar wegräumen. Ich Oh, das verstehe. lässt sich ja machen. Wir haben es gleich.
Geht's mir eine Stunde an. Und dann haben wir das. So. Jetzt will ich das da. Pass auf. Jetzt spiele ich ein Video ein. Das habe ich um mich. Das hätte ich alles vorher machen können, habe ich aber nicht. Aber zu dem kommen wir auch noch. Pass auf. Video. Ich weiß nicht, ob es mit Video wurde als Bild exportiert. Das ist für den Arsch. Ja, das ist nichts. Das hilft mir gar nichts. Gut, kein Video. Kein Video. Wo haben wir da? Aber da haben wir zum Beispiel, das war Form, schau her, die zwei Buben vor der Bühne am Philharmonikerball unten. Bevor die Leute gekommen sind. Haben wir noch. Der Blick auch sehr ernst, weil wir haben auf die Preislisten der Getränke geschaut. Und das Bild, das ist das berühmte Coverfoto zu der Pawlatschen-Nummer, haben wir gar nicht gesagt. 156. Zur Pawlatschen 156, das ist ein Foto von der gemütlichen Raucherlounge. Vorbereitet was. Ausgezeichnet. Aus der gemütlichen Raucherlounge vom Offiziersball. Super, bei den Fragen haben wir sicher noch nichts davon. Oh, das Marschall vertrat bei mir. Ja, Marschall ist da. Ja, Weltklasse. Das war absolut Weltklasse. So. Also so. Wir bearbeiten gerade den Gösser, so einen Spaziergang. Bravo, lass sich gut schmecken. Ja. Liederwünsche habe ich schon gesehen gerade. Habe ich schon gerade gesehen. Christopher, das ist kein Ziegenfell, das ist ein Lammfell, ist das bitte. Lammfell, kein Ziegenfell. Für Ziegenfell war es lang. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Na schau. Wenn mich der Herrgott fragt, Rudi Korbes, ja, können wir machen. Christoph Acker Gleichgewicht. Ne? Schräger Gleichgewicht, ja, passt. Notenschlüssel, Manschetten dürfen wir seine Bierdosen. Das ist eine Mischung. Ja, na was denn? Der Iglitsche diese Bubbles. Als Gott die Dialekte verteilte und für den traurigen Wiener kein Dialekt mehr übrig blieb, sprach Gott, scheiß dir nicht auf, dann redst du halt so wie ich. Ja, genau. Ganz genau so war das. Eine göttliche Sprache. Ich denke mal, der Klaus war auf der schrägen Wiesn am Donaukanal. Auch quasi ein Wunsch. Na gut, dann müssen wir abbauen. Das fangen wir mal an. Haben wir das Gleichgewicht, gehen wir gleich direkt in die Schräglage der schrägen Wiesn. Ja, genau, weil der Ackerl hat uns ja gesagt, dass die Kamera schief ist. Fangen wir mit dem Ackerl an. Und dann war mit der Herbert gefragt worden, gell? Ja, genau. War das Genau. Was für Donut ist das? Auch in Gustav. Auch in Gustav. Zuerst in C. Und die schräge Wiesn ist in C, ne? Ist in C, ja, und das Gleichgewicht ist auch in C. Genau. Dann fangen wir aber an mit Herrgott. Genau, ja, passt. Und gehen wir dann über in so machen wir noch das Gleichgewicht und dann die schräge Wiesn. Entschuldige, ich muss das zuerst wieder richten. Na, richten. Ich muss das richten, aber jetzt sind da alle Fans überlagen, kenne ich nicht aus. Das muss ja schon ein Gesicht haben, wie man sagt. Ja, und man muss ja wissen, auf welche Parameter man da schaut. Ne? So, jetzt ist das wieder für mich in Ordnung. Mein Adel hat mir oft und oft eine Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und manches auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wiss schon, sie sagen nicht. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da machen die Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Über die zweite auch. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht.
Ich wisst schon, was ich sagen möcht. Wenn mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann komm, bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Gemütlich heim, da steckt mir wer am Tag. Herrgott, was hab ich geflücht, was am Sofa auf der Gossen sucht. Da hat der Lack gebläht, was suchen's auf der Erde? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Was denn? Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt mal gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt nicht wieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Bravo, Papa. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute ja mir lernen gehen, weil die auf alle vier umrutschen, wie mein Krawattenlutsch. Kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute und wir Menschen an. Ich such mir Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade alles wie ein Hund. Ich such mir Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt wieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein doppler Wein. Sehr anständig. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat halbe Zeit und Zeit so viel am Gefreut und die verbringt er gern in die Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Trampe hin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mistlich, kein Rechenpapa, mein Wirzel, der lebt so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Wenn auf der Sauerlinde dann so gegen Ende der Flieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Na, da bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lamper, check den Brady auf und büssel für mich hin. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Mistlich, kein Rechenpapa, mein Wirzel, der lebt so an.
Ich bin der Franz, ich brauch keinen Franz und keinen Tantan. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kammer. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Kehrer auf jeden Fall. Ein krasses Potpourri, würde ich sagen erst. Ein Mädel Deluxe. Ja, die Quetsch hat gefällt. Hat Quetsch hat gefällt, sagt zu Recht der Uli Slonig. Sagt schon, mit dem können wir ein bisschen zu mir fahren, mit dem Mikro weiter. Doch weiter, bist du zu laut Ja, wahrscheinlich. nein, gar nicht, aber schau so, ich bin da im Hintergrund. Und deswegen Dass man so. die Sicht da weiß. Ja, das ist nein, man Das muss Problem nicht ist, so sehen. das ist nach links weiter weggefahren, das Mikrofon. Aber ist immer blöd, weil ich singe immer dorthin, dann, nicht, weil in die Kamera schaue. Nicht? Mit Quetsch jetzt muss schon mal schauen, nein, unbedingt. Aber So leibend die Solo beim Latschen sagen, schau die Achteln alle, und ich danke vielmals. Jawohl, schaut euch was an, das ist eine Orgie, eine rote Achteln. danke auch nicht. All mein Stuff ist da, endlich wieder das gemischte Doppel. Jawohl, wieso gemischt, wir sind ja nicht divers. Und Patrick, hier war! Ich heb die ganze Zeit schon an. Warte mal, muss ich All mein Stuff fertig lesen. Jawohl. Ja, was doppelt. Die Sodaballatschen hatten auch seinen Reiz, aber das Original ist unschlagbar. Das glaube ich auch nicht. Glaube ich, Das ist braucht ihr ja nicht. Ne? Geht ihr mir quasi auszahlen? Mit was? Mit dem Bandvermögen. So. Gibt dann noch was? Ja, genau. Ja, richtig. Schönen guten Abend, Thomas Bastlecke. Bruderherz dabei. Servus, Christi. Ganz leibend, der Wunsch der Achtel. Und jetzt sind wir beim absolut leibenden GIF mit dem Titel Shipper Dog in a Combat Position. Alles klar, alles klar. 5 Euro von der Whitecat. Jawohl. Danke Herzlichen dir. Dank. Beste Sehr Grüße an zum Wohle. Sani und Nutzi, unsere Nymphensittich-Fans. Sehr leibend. Der Schule hat auch die Achtel rein. Bruderherz ist da, habe ich schon gesagt, der leibend. DKT-Geld. Spazieren nicht einmal das, aber DKT war mir zu teuer. Ich glaube, in meinem Fundus der Spiele, ich habe sowas sogar. Das will ich wahr. Jetzt haben wir einen Markt. Das haben wir mal. Jetzt haben wir einen Flummer Alt, das ist sicher noch. Aber das das ist ist ein Wert, da oder? oben noch. Das ist, glaube ich, die 60er Jahre oder so. Das ist jetzt sicher ein Wie Wert. alt ist noch? Geht das Haufen Markt, das stellen wir auf. Das sind locker 2 Butteln. Ein 20er, wenn wir schon kriegen dafür. Ich glaube auch. Die geht zu Bares für Rares. Der alte Spiel. Fällt schon die Hälfte. Oder? Fällt schon die Hälfte. Wie heißt beim Café? Es fällt schon der Turm und der König. Und das kümmert die Stammkiste. Wenig, ja. Ja, das ist immer so. Hat sie jetzt eigentlich. Achso, oh ja, der Acker hat sich jetzt ein Lied gewünscht. Das war der. Ja, das haben wir auch. Ja. Was ja eine sehr lustige Geschichte war natürlich die Situation. Wir haben ja beim Musikerfrag, ich habe das, einmal, das Foto mal auf Facebook gestellt, wo wir mit dem Frag stehen, eben im Musikerfrag mit der Bauchbinde. Nicht mit der Weste, sondern mit dem Hemd mit den abgedeckten Knöpfen, Knopfleisten abgedeckt und der Bauchbinde, den Kummerbund. Und das hat ich sofort in der Gescheiterl wichtiger. Ein Gescheiterl. Weißt du, wo ich schon die Kabel gekriegt? So ein typischer Professor Gescheiterl. Nein, eigentlich kein Gescheiterl. Nein, nicht einmal Professor. Ein Gescheiterl. Nein, ein Gescheiterl. Ein Koffer kann man sagen. Professor Gescheiterl bin ich, nicht? Aber Und der hat gleich da umgeschaut, muss ich leider jetzt auch sagen für unsere Deutschen, es war ein Deutscher. Und hat gleich so quasi so irgendwas Baumpass geschrieben, da habt ihr keine Westen da unten da. Gibt's im Osten keine? von Österreich keine Westen. Nicht? Und natürlich kann er wissen, nicht, dass man einen Musiker fragt, aber natürlich bevor ich deppert rede und uns angehe, nicht, sollte ich mich schon informieren. Und da habe ich dann natürlich aufgeklärt, um was da geht. Und wenn einer halt ein Gescheiterl ist und nur halb gebildet ist, ist er halt ein Plätzgescheiterl. Das ist halt so. Also jedenfalls ist dieser Kummerbund, das ist dem Musiker vorbehalten. Konkret natürlich solche Leute, die das Instrument am Körper haben. Nicht? Ein Trompeter braucht es nicht. Ein Geiger auch nicht zwangsläufig, die Schlagwerker auch nicht. Aber ein Bassist, Kontrabassist zum Beispiel, der schon anliegt da mit dem Korpus, Gitarrist, ist eh klar. Ich meine, wenn ich das mit einer Fragwesten mache, habe ich da hinten Löcher drinnen. In der vor allem, wenn du so richtig schöne Fragknöpfe an hast, vielleicht mit Bergkristall oder so. Schön super. Eingefasst im Silber, nicht? Du hast eine Gravur auf der Gitarre. Ja. Und ich meine, ja, also auf jeden Fall. Nein, und jetzt war es ja so, Philharmoniker Ball wunderbar
aufgetreten. Nicht? Und dann habe ich dann natürlich schon noch klar gemacht, dass ja das Geschäft Frack und Co., das ja die Philharmoniker ausstattet, nicht nur den verkauft, sondern in der Auslagsstätte, in der Auslage. Der Auslag Vis-à-vis vom Würstelstand. hängt da drinnen. Hängt einer und es steht dabei Musikerfrag. Also wie auch immer. Auch auf der Homepage bei einer ganz groß. Für Profis. Ja, Musikerfrag. Ja, Ne? das ist ganz klar, aber sofort zugegriffen. Und jetzt war es ja so, aber, dass ich dann im Taxi gesessen bin zum Offiziersball. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt wirklich gemütlich da, das ist eigentlich leibend und so. Und schaue so und merke, ich habe den Kummerbund daheim liegen lassen. Da bin ich dann wirklich falsch justiert aufgetreten beim Offiziersball. Muss ich zugeben, es hat der Kummerbund gefällt. Also ich habe quasi schwarze Hosen, weißes Hemd und einen Roger gehabt. Das war's. In Wahrheit versagt natürlich optisch, aber Ja. ich habe ihn vergessen daheim. Ja. Ich hab gedacht, Während man musiziert, fällt es nicht Das stimmt. auf. Also es ist wirklich. Warte, ich muss kurz. Raffi, nein, habe ich gekriegt, WhatsApp habe ich bekommen, danke, passt, ja. WhatsApp-Nachricht habe ich gekriegt. Jawohl. Was sagt die Weikert? War letzte Woche verhindert. Nicht mir aufgefallen. Nachricht, beide Schwiegereltern im Krankenhaus. Auwe. Sie Krebs ohne Heilung. Scheiße. Er dadurch Zusammenbruch und muss mit Feuerwehr geborgen werden. Na, fixste. Ja, das ist aber ein Schatz. Naja, aber das erfordert natürlich eine. Das ist ein Graf. Eine- Ein großer Graf. Ja. Ich muss gleich einen Schluck nehmen. Und das erfordert absolut eine Welle an rote Achteln. Und zwar eine rote Achtelwelle Deluxe. Für die Weibchen und ihre Schwiegereltern. Haut es eine, bitte. Eine absolut Ja, mein rote Achtelwelle Deluxe. Bitte dran. So. Ja, nein, das ist furchtbar. Furchtbar ist das. Absolut furchtbar. Mein Gott. So, pass auf, Fiaker, die Fliegen gesehen, die hat einen Slide gemacht Hat sie einen Slide gemacht? am Tisch. Eine Side-Slip-Landung, Ja, weißt du, klar, wie die ich Segelflieger. Also pass auf, Fiakerli, das ist schon zweimal gewünscht, das werden wir jetzt dann als nächstes machen. Ja, rauchen wir an, ja, dann sind wir jetzt gleich. Das Fiakerlied, ja. Fiakerli. Schau, da kommst du rein. Kommst du rein, die Achtel. Jawohl. Eine Welle. Schau, ohne uns eine. Ohne uns eine. Die Fliegen macht nicht fertig. Oh, er zieht das. Warte, ich muss sofort. Hallo, weil wir müssen natürlich auf das anschauen. Das Walten. Ist das Wasser? Ist das Wasser? Schau, die Achtel. Die Achtel von einer. Jawohl. Die Achtel von einer. Das ist würdig und recht. Was werden wir denn spielen? Was werden wir spielen für die Welt? Wir werden was aufbauen. Wir müssen was aufbauen, das Spiel. Ja, das Vogel am Baum. Vogel und Baum. Weil das war schon gut, weil das war hoffentlich für dich aufbauend. Auf jeden Fall, aber für Sanni und Mutzi. Und das wiederum gibt die besten Energien weiter an deine Schwiegerleute. So Ja, verstehe ich bitte. das. Was haben wir dann noch? Die Leute haben zu wenig Geld. Das Lied für den Acker. Das Lied für den Acker. Genau. Das ist für Ackerlied. Weltklasse. Spaziergang ist noch bei 9 Liter Punsch. Weltklasse. Gibt schon wieder Pläne für Special Guest Sendungen dieses Jahr. Mir hat der Quetschen Andi Ende letzten Jahres gut gefallen, auch wenn ich es erst skeptisch war. Ich kann ja 8 reingeben. Gut, und Kilian, da muss gehen, ja, Fahrt, das können da glaube ich die anderen besser erklären. Da gibt es diese Emojis. Also unten, ja genau, ich kann dir das, warte mal, unten kannst du ja kommentieren und wenn du das, Warte, schau, ich mach du das tust mit auf Kamera kommentieren, Kind Glas, warte. siehst du unten, genau, Kamera Kind Glas. Jetzt schau, der Aschenbecher aber gleich mit dem Ding. genau. So. Warte, jetzt bin ich jetzt ein Ding so, Live-Chat, genau. Unten kannst du ja kommentieren, gehst du auf kommentieren und wenn du die Tastatur bekommst, kriegst du da unten die Emojis und wenn du da durchsuchst, gibt es ein Achtel. So da! Jawohl, jawohl. Und das Ganze, warte, ich muss mal zurückstellen.
Und das Ganze ist, wenn du es am Computer machst, ähnlich. Ähnlich, ja. Du gehst auf Kommentieren und dann gibt es eben so ein Smiley-Zeichen und da findest du dann Die ganzen, genau. Ja. Man kann es auch kurz fassen, so wie der Franz Brandwein, auf ein Smiley klicken und runterscrollen. Ja. Das ist Plan B. Genau. Ziemlich weit unten beim Essen, Tortensymbol, schau wie das Loneck. Die AG Gasig macht es natürlich professionell. Schreib in diese Emoji-Zeile, da kannst du suchen, schreib Wein. Wein, genau, ja genau. Ja, und so weiter geht es beim Latschen 200 irgendwann Ende November. Und mein Staff, das ist eine gute Idee, das haben wir noch gar nicht angeschaut. Das haben wir noch gar nicht geschaut. So Mitte, Ende November, okay, ja. Ja, die 200 Seite, da müssen wir uns eigentlich schon was Was einfallen lassen, ja, auf jeden Fall. Da werden wir uns was einfallen lassen. Naja, und Special Guests, also wirklich einen Plan haben wir keinen. Es wird sicher der Andi Christina in dem Jahr wieder mal dazukommen. Ja. Da war ich schon zweimal schon, ja. War schon zweimal. Also, wir haben schon geredet mit Zonko, dass wir wieder alle machen ja, werden. genau. Ja, ansonsten haben wir keinen Plan. Haben wir noch keinen Plan, wird sich einmal finden. Es war halt jetzt natürlich auch so viel los und so viel drunter und drüber, dass ich das nicht so recht ergeben hat einfach. Ja. Der Angriff der Fliege. Ja. Bist halt nicht der Herr der Fliegen. Das war für mich ein Horrorfilm nahezu. Also das Buch nicht so, aber der Film. Der Film mehr, wirklich. Das Buch war nicht so. Aber ist ja wurscht. Ich nehme mir einen Schluck. Wir kommen vom Thema ab. Also, und jetzt. Gut eingeschenkt. Bravo. Und den ersten Schluck natürlich auf die Wildcat, auf ihre Schwiegerleut. Jawohl. Und dann spielen wir das Vogel am Baum, dass das musikalisch untermauert wird. Jawohl. Red Wine. Gudrun Kilian, ihr seid spitze. Damit meinst du wahrscheinlich die Paula Cisti eher als uns, die da jetzt so geholfen hat. Bei die Achteln. Weil sie hat Scheine gehabt. Die Gudrun hat die Achteln Scheine gehabt. Weltklasse. Der Julie ist für Christina. Jawohl. Christina. Wir sind ja nicht beim Ducati Club, gell? Das war ein Insiderschmäh. Ein kompletter Insiderschmäh, den ich selber nicht verstehe. So ein Insiderschmäh ist das. Kennst du das, wenn du einen Schmäh machst? Das habe ich mal oft gehabt, du machst einen Schmäh, alle lachen und denken, der war sicher gut, ich habe ihn aber nicht verstanden. Obwohl ich ihn selber gemacht habe. Ducati. Ja, das, du weißt es ja. Ich weiß es. Ich sage Insiderschmäh, aber grundsätzlich, manchmal habe ich das. Da sage ich irgendwas. Und alle lachen, gell? Die Leute lachen, sie gut. Aber ich glaube, verstanden hat am keiner. Nein, oh ja, ich habe verstehen, ich weiß nicht, warum sie lachen. Und dann stellt sich irgendwann raus, das und das, das habe ich gar nicht gemeint, ich wollte nur lustig sein, war aber eigentlich ein Fehler. Es war nur zufällig ein Glück. Zufälligerweise war es lustig, aber das gehört dazu. Man muss Glück haben. Man muss ein Glück haben. Was sagt das? Die Gondor, oh super, viel Wasser. Ja, beim Spritzer trinken, da trinke ich viel Wasser. Wenn ich keinen Spritzer trinke. Special Guest Franz Brandwein mit seiner Snare. War da lustig. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so viel Wein daheim habe. Aber wir gehen in Zaunerglas, könnte man auch. Das ist Special Guest einladen. Special Guest, ja. Philharmonisches Konzert. Also die Triangel mitnehmen. Ein paar Kleckerl und so. Der Punkt ist nur der, wenn er die Triangel mitnimmt, dann lachen wir alle, bis er dann ein bisschen was drauf sagt. Ja, dann lachen wir nicht mehr. Genau so ist es. Running Joke, jawohl. Schaut's auf euch. Was, im Mischen ist er nicht so gut, der Patrick, aber einschenken kann er. Der Christina, nein, ich muss ein bisschen aufpassen, weißt du? Das ist schon ein bisschen Wasser angekommen. Die willst du vorher umdekorieren. Oh ey, Franz Brandwein. Was hast du denn aufgepickt für schiere Pickel wahrscheinlich? Bösartige Sprüche und dergleichen. Putain, Doppler Spaziergang, genau. Das kommt an. Auf das habe ich ehrlich vergessen. Das habe ich gesagt, das ist im Februar fertig, die Hardrock-Version. Ja, im Februar kriege ich es nicht hin, weil das geht sich gar nicht aus, aber im Februar mache ich es. Im Februar, Im Februar, im Februar ist fertig. Ich habe gesagt, es ist fertig im Ende Jänner und im Februar werde ich es präsentieren. Mhm. Ich werde dann einfach sagen, ist fertig, im Jänner ist fertig, was halt nicht stimmt, aber ich werde es im Februar präsentieren. Dann habe ich eigentlich nicht wirklich gelungen. Nicht wirklich arg gelungen, sagen wir so. Es ist noch orange. Am Ende kommt es gescheit raus. So kann man sich helfen. Ist in der Hand, die fällt mir noch. Ja, auf jeden Fall. Aber also eine gute Idee, dass wir das wieder nachgehen können, Gäste.
Ja, mal schauen. Vielleicht kommt wieder mal wieder die Wiki vom Marvihof. Schauen wir mal. Das wird uns schon was einfallen. Ja, ja. Aber an sich jetzt große Pläne haben wir nicht. Aber ich bin nein. sicher, es wird im Laufe des Jahres auch mit Andreas Christina wird sicher wieder passieren, Ja. weil es ein Hetz. Und mit Zonko wird auch passieren, auf jeden Fall. Haben wir auch gesagt, das machen wir heuer auf jeden Fall. Und dann schauen wir weiter. So, und jetzt machen wir das Vogel am Baum. Spaziergang, ich erinnere dich daran. Ja, danke schön. Was machen die ohne die? Aber jetzt habe ich wirklich vergessen. Aber ich sage euch was, es ist ja in den letzten Wochen, muss man wirklich sagen, traue ich mir selbst zu mir zu sagen, ich darf es vergessen. Ja. Ich darf es vergessen, weil wirklich viel los war und schau ich das noch schön ich habe es nicht ausgesagt, nichts. Das mache ich beim nächsten Mal dann. Ja, das beim nächsten Mal, ich weiß, wann ich die Seite wieder wechseln lasse von dir. Na ja, in 3 Monaten. Ne? So früh, dann haben wir Geldscheißer, kann man so auf die Seiten wechseln, was glaubst du? Stellst du das Mikro wieder zurück Richtung Kamera. Jetzt rennen die beide daran vorbei. Wirklich? Ja, ich habe mir das gedacht, nämlich, weil ich rede immer dort hier und so was besser, ja. So ist besser? Ich glaube auch, ja. So? Sieht man die noch? Ah, aber ist ja wurscht. Das mir nicht sehen. Der Spritzer steht im Weg. Dass das gibt, hä? Ich kann mich da so umsehen. Achso. Jetzt kommt der so nah an. Oder? Was ist die vor? So umkehre ich. Nicht, die geht schon wieder weg, auch. Sehr gut, ja. Passt jetzt, Uli. Passt jetzt. Bist du bereit? Ja. Schauen wegen dem Spiegeln. Ja, spiegelt halt. Mit dem müssen wir leben. Putzt hat das auch, ja. Weiter, sagt er. Weiter. Alter. So. Gut, an die der Runde. Schau, der Andreas Christina. Wenn man von der Sonne spricht, geht sie unter. Ist sie schon da? Da geht sie auch nicht. Stimmt, ja, bist du. Ja, okay. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großholm im Mai. Die Box sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Hosen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal mehr in dran. Ich sing lieber frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Wald wieder her, ja, da spring ich vor Freude. Was brauch ich schon mehr? 2 Eigeln schon fest in die Beine hinein. Alle sagen, sie möchte intelligent sein, aber noch ein paar Busseln, sag ich, geh schon heim. Ich bin lieber frei wie ein Vogel am Baum. Papageno, du weißt, was kommt? Natürlich. Lass es zwitschern! Der Winter vor mir, sag Hause, da keiner gehört dazu. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu. Sieh wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen grün, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Der Nachschlag ist unvermeidlich.
Viva los Voglos. Jawohl. Viva los... Du, schaust du auf den Ofen? Ja, Ofen muss man schauen. Also, Gell? die schauen. Also du, ja? Ich schau. Ja, aber was Ich ist... muss einen Stock hegen, aber auch schauen, glaube ich. Glaubst du, dass du schon nachgekommen? Schauen wir da einmal. Ui. Ui, ja, schau. Das ist die Patrick Chesshaber, ja. Die Chesshaber haben wir komplett, die haben wir komplett, Da schaut zu. Ui. ja, nicht drin gegen die Klaus. Wo ist die Fliegen? Ist gehört. Deswegen Chesshaber haben wir irgendwie schleifen lassen. Was war das jetzt für ein Vogel? Musikraum? Ein Fantasievogel. Jawohl, genau das hat gefällt, Spaziergang. Jawohl, wirklich. Endlich ein Zwitschern ohne Pfeifen, da wird auch keiner ausgelacht. Bluesschramen, ja, danke schön. Ja. Das war arg, gell? Bei den Bluesschramen hat der Patrick auch noch gefällt. Nehmen wir doch die Pfeife halt, statt der Quetschen. Und bin ausgelacht worden. Na, nicht vom Publikum, von meinen Bandkollegen. Die haben mich ausgelacht und haben mich verarscht, den ganzen Abend. Das war natürlich, hat alle amüsiert. Naja, was ist noch? Wenn ich das auf der Snare begleiten müsste, das war der Liebe. Franz Brandwehr, gell? Aber, ja. Und der Backi zwitschert. Jetzt wundert mich nur mal einen Schluck. Ich nehme mal einen Schluck. Da, irgendwo da am Boden liegt und dreht sich herum. Ah, warte. Ich sieh's. Patrick, ich hab noch einen Fliegen erschlagen. Bitte? Ich hab noch. Schrei nicht so! Was denn? Ich hab noch einen Fliegen erschlagen wieder. Sehr gut. Ich bin der Fliegenjäger. Geschliffene Hauberl. Jawohl. Ja, aber wirklich, das haben wir schleifen lassen, gell, mit den Jazzhauberl. Jazzhauberl eigentlich, ja. Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Du wirst irgendwas. Du wirst versagt haben bei irgendwas, aber ich weiß es nicht. Mir kann es nicht liegen. Weil, was sie bei mir haben. Nicht? Du hast eh Haar, also mehr als ich. Eine Mähne. Schrecklich diese Babels, Burmesatz Leibern, sagt er. Ja, aber danke dir schön. Wenn Patrick ein Vogel wäre, müsste es doch wie ein Kauz klingen. Das ist der Ackerl, oder? Ja. Das wird von dem kann das sonst sein. Grisi 1220 sagt, ja, Schuhu. Grisi, danke. ich weiß nicht, was meint damit. Das kann ja Vorwurf auch sein. Nicht? Ich glaube, sie meint mich wegen der Fliegen. Ich glaube, das ist. Aber es ist lieb, dass du gleich Danke sagst. Dass du immer gleich glaubst, es klingt alles als Lob auf dich. Ja, das. Selbst wenn ich als Mörder beschimpft werde, ist es ein Lob. Da kommt wer her und sagt zu mir, Mörder, und du sagst, danke dir für mich, danke schön. Das ist, du warst der Hilfe. Ja. So schön zwitschert du die Nachtigall, sagt der Musikraum. So ist für Ackerl, jetzt haben wir noch offen. So haben wir auch noch offen. Fiakerli. Jawohl. Der ist wieder von dir. Ja. Wo war das? Ein Philharmoniker war. Ist er hergestanden dort, nur der hat eine richtige Freude gehabt. Dass er ein bisschen mitsingen Ja, darf. ja. Und dann habe ich ihm quasi das singen lassen. Da hat er noch mehr. Ist quasi nicht. Hat's eh. Hat's eh gesungen. Ja, gut, ich meine, er hat gut gesungen, nicht? Aber halt, Brav. ja. Also, War halt war ganz stolz und froh, dass er das machen kann. Und ja. Aber es halt so diese Opernstimme, das ist für mich mit dem Wiener Lied, das passt halt nicht ganz so gut. Obwohl es viele machen und auch viele Ja. gern haben, aber Ja, absolut, ja. mir taugt es nicht so. Was haben wir da noch? Genau, auf Zwingter Filiang war es gewesen. Grissi, was meinst du? Klaus, genau. Zwingter Fliegen war es gewesen, ja genau. Haben wir eh gedacht, dass das kommt. Quasi eine auf 7 Schläge. Entschuldigung, 67 Tage. Moment. Es waren nur 2 Schläge pro Fliegen. Fliegen, ja. Die nur Trebko, nein, die ist nicht bei uns vorbeigekommen, die nicht Trebko. Ist nicht, nein. Also ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, Ich hab ja. nicht geschaut, nein, ich war fokussiert auf meine Kunst. Ich hab nicht angeschaut, wer da vorbeigeht. Da waren früh. Schön, da hat der Leute vorbeigegangen. Die Männer haben alle gleich ausgeschaut, alle im Frack. Wir müssten dann auseinandergehen. Stell dir vor, die hätten eine Masken auch noch drin. Da bist du komplett.
kannst du es nur mehr an den Augenbrauen und dem Haarwuchs erkennen. Und da auch nicht, weil es rennen viel mit unserem Haarwuchs. Das stimmt. Das stimmt. Und bei den Damen, die haben so Ballkleider. Da gibt es aber schon, muss ich sagen, die kuriosesten Varianten bei Ballkleidern. Gell? Da gibt es schon wirklich von schlicht, elegant, über wirklich schön, über ausgefallen, über kreativ. Extravagant, ja. Und Die sind so bothässlich, muss man ehrlich sagen. Es gibt, wie bei manchen gewagt. Das hast du schön gesagt, eigentlich. Ja. Gewagte gibt es sehr viel. Gewagte Ballkleider gibt es sehr viel. Ja. Die Lerche singt nicht nur die Lerche. Uli Slonigbaum, wem hast du ausbessert? Wer ist gekommen? Die Lerche. Der Spaziergang, der Spielzeug, die Nachtigall und nicht die Lerche mit Umlaut A geschrieben. Und der Uli Slonig, unser Helsinki Forstwirt quasi, Forstprofessor, der hat das sofort gesagt, nein, die Lerche singt nicht. Aber die Lerche. Aber die Lerche, ja genau. Leid uns wenig Geld, Rudi Korbes, ja. Ja. Merkt man uns auch gleich. Ja. Ah ja, genau, eine Russin in diesen Zeiten. Genau, Skandal. Stell dir vor, ja, die war cool. Ja. Die Lerche singt zur Kreissäge, ne, großartig. Ja. Wie dicht den Shakespeare einfach vergiss es, war halt die Tanne, nicht die Lerche. Vielleicht ist von so Fichte waren. Die Fichte. Die Fichte, ja genau. Jetzt muss ich mal aussuchen. Ja, das Gedicht muss ich mal vorlesen. Das ist wirklich leibend. So. Patrick und noch. Die 4 zwei Rotten mit Säge steht am Grund. Assel wie die 2 Rotten wir's nicht bald gesehen haben. A Batschen? Nein, das gibt's nicht. Ui, es das noch nicht schlagen. Das höchste war ein Schneuzer, sonst fressen sie mir den Wohn. Vom Land zum Lusthaus Vorris in 12 Minuten hin. Da springt man Kanzel im Galopp, da geht's nur rüber, Trott, Trott, Trott. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brutz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann er jeder werden, aber vorn, das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heute ein rechtswehrer Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin halt pfiff, ein rechtserwehrener Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh am Stand. Der Kutscher und sein Zeiger waren alle fest benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren, und er wäre dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Roppen ein und fährt's mich übern Graben. Da muss es so laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich bild mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht ein wenig a Kretzung mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, die sollen's ruhig merken, ein Fiaker führt's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz war, er war halt ein rechtswehrer Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war halt ein rechtserwehrener Kind. Gustav Pick. Eine wunderschöne Nummer, ja. Einmal. Ja. Schau, Wolfsbeck.tv ist auch dabei. Servus, Servus, grüß dich. Welt, schau die Achteln. Die Achteln fahren ein in einem Ausmaß. Das Bier ist aus. Jetzt bin ich ein Rosé. Bravo, Franz Brandwein. Ach gut. Rosé geht immer.
So viele Bäume denke ich an den kanarischen Kastanienbaum. Natürlich, der Christoph Acker. Natürlich. Gehen, ne? Ja. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Das ist so deppert schon wieder. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, da wo der Herbst schon lang, eine junge Frühlingsstürmer sein, ganz dicht am Rand vom Stadtpark steht, wo alle Welt vorübergeht. Ein Baum, der lässt seit langem die Blätter traurig hangen. Doch plötzlich ist er aufgewacht und Kerzen standen über Nacht auf allen seinen Zweigen. Jetzt wollte er sich zeigen. Du narischer Kastanienbaum, du blühst erst im August. Warum erwacht so spät in dir des Frühlingslebens Lust? Du narischer Kastanienbaum, du bildest dir wohl ein, du könntest, wo der Herbst schon naht, eine junge Frühlingsstürme sein. Wehen bedroht, da war's kein Wunder, wann man lacht. Der Unterschied in früherer Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchgrund am Schottenfeld, wo hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch hat sich gebogen. ein Bachin, wo ein golden Wein oder auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heim, wie's zugeht, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute und Grieger gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht, wo die Weber gewebt haben, Seidenschein, steht auf ein Satz völlig ein. Von Buchhändlern ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinter Tor. ein Gesöchte Blunzen, das alles hört, Die Leute uns ein wenig Geld, ja, ein Frettis auf der Welt, ja, ein Frettis, die Leute uns ein wenig Geld. a Werner noch einen alten Schlag, Wir es einmal war, kommt keiner noch. Ein Kernfigur mit Stöbenand, ja noch der Schnit vom Sonntagsgand. Am Kind verloren Zylinder drum, doch links ein bisschen vierig schon. das Manchester-Ecke und Hosen gestört, ein Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammann nicht stolz und nicht übertrieben. Doch schaut mir heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. Ein Giegel mit einem Tragerhut, die Gestalt die reinste Missgeburt, Ein Stiefel keine Absitz dran, das Gewandel uns vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander stier, zum Auftragen jedes Maselfeld.
die Leute haben zu wenig Geld. Jo, ein Frittis auf der Welt. Jo, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Karl Lorenz, 1880. Einmal, ja. Bald über 140 Jahre alt, die Nummer. 143 Jahre Und alt. wahrscheinlich heute noch aktueller als damals. Ich bin hängen geblieben mit dem Ding da, mit dem Chat. Wo bin ich denn da über? Nein, ich bin Das weit ist ja hin. ganz oben wahrscheinlich, nicht? Das ist ein Wahnsinn, ich bin noch. Ja, all mein Stuff sagt, schon am Computer arbeiten und nebenbei die 16 beim Hören geht nicht. Geht nur das eine oder das andere. Und ich gehe davon aus, dass natürlich die Pawlatschen auserwählt, das ist aber ganz klar. Auf dem Mundl hat sich der Franz Martin, na schau, da bin ich noch beim Kastanienbaum. Jetzt war es halt so leibend, der Klaus hat sich alleine wacker geschlagen, aber ein Duo ist halt ein Duo. Und mehr Red. Ja, Mehr Red. ist das so, ja. Mehr Red, ne? Habt ihr ein Trostlied über Liebeskummer? Hast du schon ein Liebeskummer, Gundula? Das kann es nicht sein. Ein Tiefschlag nach dem anderen Ja. heißt das. Aber ein Trostlied, nein, Liebeskummer, Trostlied im Wienerischen, schlecht. Ganz schlecht. Gibt ja für einen Trost, aber für Liebeskummer fürchte ich. Aber vielleicht fällt uns ja noch was ein, was weiß man. Michael Fessel, schau, wie passend. Ja, gell, das Lied ist absolut aktuell. Es war einfach 143 Jahre schon so, ja. Jawohl. Agel Gastiges Klimaaktivist. Hat mich jetzt bei den Pawlatschen angeklebt. Jawohl. Schau, der Wolfgang Grotzka. Wolfgang, Ja, ein später ganz aber doch, krasser ne? Kollege, ja. Und hat sich heute auch schon angemeldet, dass er später kommt, weil er nicht Probe hat. Weil er eine großartige Kontergitarre geschenkt gekriegt hat. Das war Nein, ist reparierbar und gehört aber restauriert. Und na wird was. Die Welche Marke? Nein, weiß man glaube ich nicht. Die Marken Okay. ist, also ich habe nichts gesehen von den Büdeln her. Ja genau, so. Warte, wo bin ich denn da? Ein falscher 50er Musikraum. Ja, das war in der zweiten Strophe ein Liebes. Wie ja. sagt man? Stimmt. Ja. Gute Idee. Ja. Was haben wir da? Auch ich versuche mich nebenbei beim Videoschneiden, Wolfsberger Tour TV. Ja. Das heißt ja immer, Genau. ich kann eigentlich immer davon ausgehen, oder oftmals können wir davon ausgehen, dass wenn der Wolf wieder ein Weltklasse-Motorrad-Video aufhört, Ist es während der das Pawlatschen ist geschnitten worden quasi- wahrscheinlich, ja. ja, Ja, kann man schon annehmen, dass oftmals begleitet von der Pawlatschen ist. ja, falscher 50er wird vorgeschlagen. Wenn nicht mehr Leben so betrachtet. Ja, Rudi, das kann ich nicht. Ja, ist das Gundula? Die Ich gehe wieder nach Mainz. Da geht Gundula was los. Geh, bleib bei uns. Ja. Da geh. Das ist aber. Ja, gut, pass auf, wir Ist spielen, er da, okay? wir spielen den falschen 50er und natürlich, die Pawlatschisti werden unsere Gondola komplett unterstützen, ebenfalls wiederum mit einer mörderischen Ja. Wellen, Rote Achtel, Deluxe natürlich. Wie es ist, und wir spielen dabei den falschen 50er. Ja, falschen 50er ist eine schöne Nummer. Und Karl Haudener. ich glaube, 16er Kopf klebt man besser als am Asphalt, aber beim Wirten picken bleiben ist gescheiter. Naja, weißt du. Bei uns pickst du nicht so gut, ja? Da rutscht mir an, warte. Da geht es wirklich wahr. Gondola, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber pass auf, jetzt da kommt einmal eine Rote Achtel Wellen Deluxe für unsere Gondola von unseren Pawlatschisti und wir haben eine in falschen 50er. Idee, ne? Mein Freund und ich, wir waren ein sauberes Gespann. Wir haben im Park einen alten Mann. Sein Bärslammlich aus der Tasche gezogen, sind gerannt und haben uns voller Lachen gebogen. Da war ein ganz neuer 50er drin, viel Freude bin ich gleich zu meinem Vater hin.
hab ich ihm gesagt und gleich ein Ohrfeig gekriegt, der hat bei mir so richtig gewirkt. Drauf sagt er, blöder Bub, eher gut den Faden zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert, es hat schon mancher unsere Freiheit gerät. Drum nimm's Papier lieber schnell in die Hand, zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Dann dreh ich und geh in die Welt hinaus. Wer trefft den Kopf und zu ans Elternhaus? Und meinst das Schicksal ja nicht schlecht mit dir? Komm zurück zur Mutter und zu mir. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Liebes Mutterli, was nie mehr ein nach Haus. Ich hab ein wunderschönes Madel gehabt. Da hat ein anderer sie mir weggeschnappt. Ach Mutter, du, ich bring das Luder und gebe ihr meine ganze Freiheit drum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief, der mich noch zur Besinnung rief. Und drin steht, mein lieber Bub, hör deiner Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert, es hat schon mancher unsere Freiheit gerät. Drum nimm's Papier lieber schnell in die Hand, zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Wegen so ein Madel ist das Leben nicht aus. Wer trefft den Kopf und zu ans Elternhaus? Und meinst das Schicksal hab ich schlecht mit dir? Komm zurück zum Vater und zu mir. Karl hat ihn auch. So ist das verjagt. Ich hoffe, es hat ein bisschen Trost gespendet. Aber natürlich, grundsätzlich muss die zweite Staffel schon umdenken, natürlich jetzt auf andere Seite. Nicht? Also das ist ja aus Sicht eines Mannes und du musst es dann umdenken auf die Sicht einer Frau. Auf jeden Fall wünscht man da alles Gute. Alles Gute, ja. Egal was ist, es wird schon alles passen. Es wird schon alles passen. Du wirst alles hinkriegen. So. Der Franz Bartel, schau, Wohnung könnte man aufstellen. Jawohl, geht schon los. Geht schon los. Jawohl, jetzt kommt die Schwarmintelligenz der Pavrachiste. Und so müssen wir jetzt schauen, ob das gut geht. Ja, ist ich meine, das ist nicht zum Lachen, aber wir lachen, weil wir drüber lachen. So, also nicht drüber, sondern über alles, was da ist. Ja genau, gefällt mir, Daumen hoch, teilen. Michael Ung hat das gemeint. Daumen hoch drücken, gefällt mir drücken, ja Satzerlieb. Haut's auf, Daumen auf. So, ich muss jetzt dann kurz einmal vor die Tür, wie man so schön sagt. Meine Töchter habe ich immer das Lied, der Liebeskummer lohnt sich nicht vorgespielt, es kommt ein besserer Mensch, sicher, ja, ganz bestimmt. Spaziergang, ja, das war so einer von diesen klassischen Schlager, gell? Liebeskummer lohnt sich nicht weiter. Das ist auch zur Aufmunterung, weil die Casey hat gemeint, das war leider. Ui, gib mir Strom bitte. Oh, mein Strom. Ich bin komplett schön. Das ist so gut, das ist eine Kamera. Ich muss schauen, wie die Fichte findet. Die Chris hat gemeint, die Fichte. Ich glaube, ich finde es schnell. Also, du findest es schneller, glaubst du? Ich gebe einfach eine, die Fichte. Gedicht. Die Fichte. Na, bin gespannt. Gedicht. So. Du wirst wahrscheinlich nur die Videos finden. Oder? Warte mal. So. Jetzt müssen wir schauen, wie hoch ist die Fichte. Sehr laut. Johann Gottlieb Fichte, das ist auch eine schlechte Idee. Das ist nicht schlecht, ja. Okay, ich muss dazu geben, Text muss ich eingeben. Gleich kommt Kaffee Fichtel vielleicht auch. Genau. Das gibt es ja leider nicht mehr, schon lange nicht mehr. Nicht?
Naja. Was haben wir da? Vielleicht haben wir es da. Fichte. Ui. Das sind natürlich die wichtigsten, sind die Cookies. Scheißdreck Cookies. Fichte, Text. Access denied. Na gut. Das ist was anderes. Der Text vor dem Weg. Wir haben es gleich. Oder auch nicht. Fichte. Das kann sich nur mal ein paar Minuten handeln. Das geht. Habt Geduld, das ist alles im Werden. Das ist viel teurer, die Fichte, das ist ja anders. Erst. Ja, findet sie nicht. So schnell. Findet sich nicht so schnell. Du sagst, du findest es schneller? Ich schau einmal, ja, da halt die Leiter, weil Mit was ist uns da das halten? Internet ist da Was? etwas schwach. Was heißt, das Internet ist aktiv? Also, nicht alle ins Internet. Das ist, Nicht da alle sind wir dreimal, was? Einmal Upload, zweimal Download. Ja. Das ging mir alles. Also Fichte auf die Schnelle finde ich es nicht. Und ich hab's auch nicht. Also auf jeden Fall nicht da. Auf jeden Fall nicht da. So, nimm sie da mal. Das Leben hat auch viele Freuden im Leben. Spaziergang, bravo. Gundula, bei mir ist es kompliziert. Elternhaus wird verkauft, habe immer Musik gemacht. Hier noch keine Arbeit, nicht so einfach. Ja, einfach ist nichts, Gundula. Einfach ist nichts, aber wird werden. Was soll ich das sagen? Es wird werden, muss werden und wieder. Es finden sich Lösungen und dann haut das schon hin. Wir können da zwar nur zusprechen, aber ja. Jetzt kommt der Text, mein Gott. Alles muss man den Puppen vorgeben. Ja, aber das finde ich Ja, Fichte aber, Heinz Konrads Text, aber deswegen hat aber das da noch ist nichts es ausgeschrieben. gescheit gegeben, ja. Genau. Nein, da ist leider wirklich nichts auf die Schnelle zu finden. Vergehe, Patrick, ist Interessant, nicht zusammen erst. Nein, die Fichte ist nicht. Nur das Video vom und Ah, schau mal schaut beim sie Video, ja. ob da vielleicht der Text im Videobeschreibung drinnen steht. Ich habe sicher daheim. Ich habe so eine Sammlung mit so Gedichten von Kaffeehausliteraten. Die bührt mir, dass es da dabei ist. Kann aber auch sein, dass Kann aber sein, dass nicht dabei ist, ja. So. Patrick, pass auf. Nein, ist auch nicht Und da dabei. halt du sie Leute, weil ich muss für die Tier kurz. Ist lustig. Ist auch nicht dabei, leider. Muss ich nachlegen? Nein, da habe ich zuerst, das passt noch. Passt das. Und ich schaue noch sicher zu, aber ich will nachschauen. Die Fichte. Ja, leider. Heinz Konrads ist zu finden natürlich, ja, die Videos, aber ohne Text für uns, ja. Na, leider. Ja. Ja. Ja, leider. Tut mir leid. Gedicht, Fichte nicht. Aber ich habe das nämlich auch sicher da. Ich habe das sicher daheim sogar. Der Klause, wahrscheinlich auch. Aber es passt schon. Schauen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, ich treibe es auf jeden Fall auf. Weil ich weiß, wer es nämlich hat, auf jeden Fall. Ein lieber Freund von uns hat sicher. Ich habe gerade versprochen, beim nächsten Mal gibt es die Fichte. Du versprichst wieder Sachen? Ja, das habe ich versprochen, das passt. Wer es auf jeden Fall hat, ich weiß, wo ich es herkriege. Fichte Der mit Knut. Martin hat sicher. Ja, aber Fichte mit Knut rausstehen. Aber ich glaube, ich habe es auch daheim. Passt schon. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob ich es so leicht finde. Was ich definitiv nicht habe, ist was im Glasl. Das ist schlecht, aber da kann man leicht Abhilfe schaffen. Deswegen sage ich Das ist ja kein Problem, überhaupt nicht. Du sollst nicht um Vergangenes weinen. Ist auf YouTube. Wo die Korbe ist. Und da ist der Text von der Fichte drinnen, oder? Nein, das ist was anderes, glaube ich. Natürlich finde ich klar, darum sage ich, Matthias Mariach hat draußen aber einen Fan für Fichten. Seit ein paar Wochen eine weniger. Nicht? Ja. Leider der Borkenkäfer hat zugeschlagen. Die wir leider killen müssen. Ja. Was ist das? Du sollst dich um Vergangenes weinen. So, der Rudi Korbes versucht es schöner zu schreiben. Den gleichen Post quasi. Ist aber
sind noch mehr Fehler drin. Müssen wir uns Sorgen machen, Rudi? Müssen wir uns Sorgen machen? Nein, man hat die nicht gemacht. Also. Nein. Jawohl. Genau, Musikraum. Ja, guter Hinweis. Gundula Braun ist natürlich auf Google zu finden. Muss man mal deine Videos anschauen. Also da auf YouTube. Schaut's rein. Schaut's rein, ja. Schaut's rein bei der Gundula. Abonniert jetzt gleich einen Kanal, das ist ein bisschen fördern. Und dass das auch. Wenn man doch in Wiener Wohnung finden, das gibt's ja nicht. Ja, nein, da finden tust viel, nicht zahlen muss man es können. Es ging Oder ja, Umgebung. es ging ja quasi, so wie es verstanden, eigentlich ja um einen Job. Wir mit den Philharmonikerinnen. Da gehen wir keinen, der da Zugang hätte. Aber. Die brauchen keinen Sänger, nicht? Keine Sängerin. Ja, das ist das. Das ist nicht. An kleinen Dingen im Leben sich zu erfreuen, die Sonne auf der Haut zu spüren, den Lieblingssong im Radio zu hören oder einen guten Glaserl Wein. Christoph Acker, also das Glaserl Wein auf jeden Fall. Ja. Jawohl. Und oder viel Spaß dabei. Bei was? Na, bei den Videos von ihr, glaube ich. Ach so, ja, nein, Natürlich. ja gut, weißt du, da sage ich was, ich merke mir nicht, was ich sage. Ne? Also, mach mich von Vorteil. Ja, meistens so gut. Aber jetzt ist das dann zeitverzögert da mit der ganzen Geschichte. So hat mein Vater gern gesagt, du sollst nicht um Vergangenes weinen. Ja gut, aber der Horst Winter hat ja auch so Lieder gehabt. Dreh dich noch einmal um, ehe wir auseinander gehen. Und sage mir, warum willst du mich nicht wiedersehen? Nicht einfach so stumm, nimm deine Hand von mir. Na, ist ja wurscht, dreh dich noch einmal um. Und es war so schön mit dir. Das ist auch so ähnlich, irgendwie geht das. Irgendein Mann. Ja. Wirst du betteln um Liebe, die du verschmäht. Oder was wisst ihr mit der, irgendwas? Du trägst ein. Du hast. Nein, ist ja wurscht. Das ist ja keine Horst-Winter-Sendung. Aber auf jeden Fall gibt es da einige gute Sachen. Jawohl. Schaut auch, Musikraum hat schon abonniert. Bravo Musikraum. Hat seine Abo. Ein Abo von der Gundula Braun. Meine Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Das ist was anderes von Gundula. Passt schon. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht. Und Wien brilliert in seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum. Mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wie Wolzer leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Mein Wien ein bunter Traum, mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken wehen, Wolzergeigen leise fliehen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Oberstieger Leudes Wien entdeckt, dort hat sich in Wiener Gemütlichkeit versteckt. Dort rief in alten Spezi, die Freidel das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches
schon dahin. Du findest ein Stiegel, ohne das Wien. Ja, der Stiegel, das Wien. Du kannst nicht mehr Gemütlichkeit verstehen. Du entkommen und Lechen werden zusammen, die noch ein Herz für die Welt muss ich haben. Und ist auch manches schon dahin. Du findest ein Stiegel, ohne das Wien. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Weib war? Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein, und es muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht, so ohne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wir Musik, Wein? Da schauen wir in den Himmel hinein. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Kinder, Füchse, Glasel an, wer weiß, was morgen ist. Bringt mir Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Puzzle von meinem Schatz, was braucht das Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Einmalig! Gratuliere, also. Du hast gleich angefangen, hast gleich aufgehört. Ja, da sind wir schon Weltmeister. Einmalig. Ich bin da hängen geblieben. Mensch, Chat, bin ich hängen geblieben. Wieso rennt der nicht automatisch weiter? Das ist interessant. Ja, nein, wenn, wahrscheinlich. Bei mir läuft der automatisch Ja, weiter. normal, aber Aber wahrscheinlich. dafür muss ich immer davor alles. Ja. Schau, Michael Unger sagt, gut, aber brauchen wir schon mal im ZDF-Fernsehgarten. Auch, ja. Die Krise sagt zum Akel, nein, der Klaus war der Bösewicht. Bei was? Wo? Bei was? Dem muss ich nachgehen. Krise sagt, ich weiß nicht. Ich war schon wieder der Böse. War schon wieder ich. Sag mir, so ist die Geld, die hast mir gleich dazu. Ja, genau. Du, das habe ich natürlich jetzt da nicht mit. Ich habe mich nicht vergessen auf das Lied, was ich in der Solo-Ballage, was dann quasi gewünscht wurde, dass wir es aufnehmen ins Repertoire, habe ein bisschen Geduld mit mir. Müssen wir es anschauen, aber das habe ich nicht vergessen. Habe ich nicht vergessen, ist tatsächlich, das wird in unserem Repertoire, wird das bald kommen. Goldene Wiener Herz, der Himmel voller Geil. Landermusik, no? Können wir anschauen, ja. Landermusik können wir anschauen. So, schau. Aber jetzt lass mal einen Schluck trinken, ich werde nur
gebeutet. Zum Wohle. Prost, Prost, zum Wohl. Prost, Prost. Das machen wir. Kleine Musik machen wir. Ja. Und jetzt, wenn wir schon so beieinander sind und die Wachteln rennen, jetzt ein Satz lieb. Mir jetzt lieb sozusagen. Für meine Eltern, für meinen Vater, für meine Mama, Papa, Mama, quasi als eine doppelte Achtelpartie. Haut's eine, wir gehen nicht auf Details ein, aber haut's eine bitte, eine mörderische rote Achtelwelt Deluxe, superlativ. Haut's eine bitte. Wenn's lieb. Und ja, wir spielen dabei Musik. Ja. Wunderschöne Nummer, das Lieblingslied beider deiner Großmütter, ja. deiner Großmutter, ja. Und auch ein schönes Lied auch. Ja. Von Wie fängt es an? Dominik Roll. Roman Dominik Roll Dominik Roll. hat das geschrieben. Ist auch sehr in der romantischen Phase entstanden, der Wiener Lied. Szene sozusagen. Dominik Roll war romantisch. Ja, klar, was war das? 20er Jahre? Der romantischste Ja, eigentlich. später, ne? Dominik Roll hat um 1900 angefangen bis in die 30er Jahre. Früher sogar. Ja, genau. Habe ich das richtig. Schau, das kommt schon rein. Die Bee Gees Massachusetts. Ja, Christoph Ackes, aber da rein, da kommt nicht. Den ersten Schnee brauche ich nicht, bitte auch. Also den auch wirklich war, der gefällt dir. Schau, da fallen die 8 rein. Danke schön. Danke schön, das ist leibend. Das ist leibend. Für Steuerer Seniors, genau. Bravo Martin Rexes! Ist aus Nizza dabei. Jawohl. Mit der Elke. Grüß euch, es zwar sehr leibend. Leider haben wir uns nicht persönlich getroffen. Ja. Ja, schon. Aber Weil ich ich da habe niedergelegen bin. natürlich den Grappa, den ich von Martin bekommen habe, den wir bekommen, der steht halt in Wien, gell? Den wir haben in Wien verkostet. Ja, mal schauen, was da ist. Das ist der schöne Leibwand, was? Die guten Sachen werden mir vorenthalten. Ich hebe etwas auf. Na, was nicht. Na, so, Kleiner Musik war das. Kleiner Musik. Drum der Ulrichsbergen In einem kleinen Haus, da war vor vielen Jahren ein Schuhmacherhaus. Sein blond gelocktes Bierberl, den bringt, weil es so bitt. In Gottes Namen der Vater Kinder gegen mit. Da hat er gefragt, was willst denn werden? Das soll mir's da, mein Kleiner. Drauf hat er gelacht und angeglanzt. Na, ein Musikant, allein, ja. Zieh durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, Melodie, schlupfen ins Herz hinein, kuscheln dort warm sich ein. Ist wie ein Stück vom Glück, Musik. Und wie die Vögel singen, ein Bacher leise rauscht, der ganze Wald wird flüstern, alles ob ein Engel blascht. So tönt's aus Lannas Geigen ins frohe Menschenherz und Sonnenstrahlen die tragen die Klänge himmelwärts. Da hält Gott Vater die Hand anzu und fragt der Engel, Kleiner, sag, wer spürt's so auf meiner Erde so lieb? Aber die Bitsche sagt, das ist der Lana. Zieh durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, Blütenmelodie,
bist wie ein Stück von Glück, Landermusik. Jawohl, jawohl. Stück nach Lannermotiven steht drunter. Roman Domani Groll. Nach Landermotiven. Lannermotiven, ja. Schau, die Make-up ein Lieblingslied von mir, Schatz. Ja, schau. Schaut die Achtel sein, von ich danke vielmals. Das neue Lieblingslied auch von der Barbara Leister-Ebner. Richtig, richtig. Sonst geht, wenn wir gemeinsam Ja. auftreten sind. Ja. Ja. Favorit der Frauenkiefer, Spaziergang schon. Mhm. Auf jeden Fall danke schön für die Achtel. Dankeschön. Danke, ja. Das ist sehr wichtig, sehr wichtig. Ja, das ist immer. Das ist quasi die positivste Magie, die Pavlaciste zustande bringen, sozusagen. Eine rote Achtelwellen. Thomas Bastelecke, gute Nacht. Gute Nacht. Wir hören uns morgen wahrscheinlich, Tommy, gell? Sollen wir da zusammenrufen? Passt, sehr gut. So. Nur einen Schluck einmal nehmen dazwischen. Ne? Ja, siehst du, ich komme nicht zu. Eine Spezialität nach der anderen wird doch präsentiert heute. Ne? Also Favorit der Frauenkiefer ist ein kleines Bier, hat man gesagt, meine Mutter. meine Mutter, ja. Das weiß ich nicht, ob es in F oder in D war. Das kann ich da sagen. Ursprünglich war es in Dora nämlich einmal. Ja. Aber seit wir gemeinsam singen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, es ist die von mir spielen sie in D, es passt schon. Aber es ist tief, es wird tief, ja. Ah, das Aber es geht schon. geht schon. Bis so tief. Wir haben einen tiefen Schmäh. Ne? Aber ich habe die Nummer schon lange nicht gespielt. Ja, Eine uralte, also eine Erfolgsweise. Volksweise, ja. Uralte Volksweise von wo war noch immer. Als kleines Bibel hat mir gesagt, meine Mutter, man soll einem Frauenkiefer ja nichts tun. Eine Frauenkiefer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Leben verloren. Ein Frauenkiefer muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Und einer Kerl lebt den größten Wohlstand, hat seine Weib in Überfluss segiert. Sie war gezwungen, sich von ihm zu trennen, das hat den Größus nicht geniert. Sie war gezwungen, sich von ihm zu trennen, das hat den Größus nicht geniert. Kaum war sie weg, war auch das Glück entschwunden. Verlassen hat er müssen Haus und Hof. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versorgung, weil ihm auf der Welt der Hunger quält. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versorgung, weil ihm auf der Welt der Hunger quält. Da fällt er mir die Lehre von seiner Mutter. Man soll einem Frauenkäfer ja nichts tun. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen. Dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Ein Frauenkäfer muss man ehren und schätzen. Dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Schöne Nummer, ja. Absolut. Favoriten der Frauenkäfer. Simpel, einfach, aber sehr tiefgründig. Und wie gesagt, das ist schon sehr alt, die Nummer. Ja. Die ist schon sehr alt. Ja. Fritzl Status, was waren wir ohne Fritzl? Ohne Fritzl Was geht's waren ja ohne nicht. Fritzl? Das geht's ja nicht. Ohne Fritzl hätte man nicht einmal die Leute abbädeln um Geld. Weil er sagt, Just. Staat es nicht vergessen. Völlig vergessen. Der Fritzl Status, unser aller, das ohne, was machen wir ohne? Satz so gut, hat seine Anschmattes für die Musik. Wir gingen pleiten und wir täten verdirsten. Das ist Das steht da vor. Das ist nein. Nein, weil es ist ja so,
Schau, der Markus bist du nicht. Da sieht es noch her. Das schaut leibend. Es ist ja so, es ist ja kein wie soll ich sagen, wie so oft ist es, wir suchen ja nicht um Spende, damit wir leben können, sondern es ist eigentlich, wir suchen darum sozusagen respektvollen um einen respektvollen Umgang, und dazu gehört eben bei der Musik oder bei Kultur überhaupt, dazu gehört ja da der Schmattes oder der Opulus. Ne? Der Hut geht rum, das ist der Punkt. Also, ich denke mir, es ist inhaltlich ein wichtiger Unterschied zu wissen. Da geht es nicht darum, na schauen wir, sowieso in der Corona-Zeit, da war es ja oft so, dass die Leute sagen, ich schau, ich hau was rein, weil es soll jetzt auch was haben und soll jetzt ein bisschen die Zeit besser überstehen, was leibend ist. Aber jetzt geht es ja nicht darum, dass wir die Zeit überstehen und ein Geld quasi erbetteln wollen, sondern einfach wirklich in alter Tradition sagen, ja. Wir haben gespielt, und wenn es euch gefallen hat und wenn sie sagt, nein, ich taugt mir eigentlich, die haben das gemacht und ich habe eine gute Unterhaltung gehabt. Dann zahlt's. Dann zahlt's, haus was rein, entweder über PayPal oder natürlich Überweisung, andere Möglichkeiten gibt es. Respektive geht natürlich auch noch diese Superchat-Geschichte über YouTube, auch das ist möglich, wie es heute schon die Wildcat zum Beispiel gemacht hat. Und wenn wir sich überlegt, welche Höhe ist angebracht, jede Höhe. Jede Höhe. Es gibt keine Untergrenze, natürlich auch keine Obergrenze, ich meine, da waren wir ja deppert. So ist es nicht. Also, ich danke euch vielmals, und die Informationen findet ihr ja ohnehin auch auf unserer Homepage 16er.at oder auch in der Videobeschreibung. Dann kann ich es euch da ausblenden. So, danke Fritzl Status für diese Erinnerung. Bitte fast vergessen, Klaus, du musst was trinken. Wieso? Alma ist auf. Weil gesagt, wenn man in Fritzl Status nicht der Klaus aufs Trinken auch vergessen. Der Alma ist davon sofort erkannt, nicht wahr? Danke. Übrigens eh schon einen Vorsprung, das macht nichts. Ich habe auch einen Vorsprung. Ja, Wieso? Ich bin auch hinten nach. Ja, Ich bin nicht zur Übung momentan. aber die Übung wegen Anspritzen scheißt ja nicht an. Jetzt geht's schon. Jetzt spielst du schon. Ja, dann wirst du vielleicht gut auch noch. Vielleicht wird es noch. Nichts Vielleicht wird's noch, nichts ist schon. Das ist Nur Geld ist das Schönste auf der Welt. Ja. nur Geld ist das Schönste auf der Eine Welt. kleine freiwillige Wertschätzung für erfahrene audiovisuellen Wohlgenuss. Florian Lukas, Florian, super. Großartig. 10 Euro sind unterwegs. Florian, danke schön. Ich meine, gleichwohl natürlich, man kann sicher auch verständlich ausdrücken, aber es ist natürlich vollkommen leibend. Eine kleine freiwillige Wertschätzung für erfahrenen audiovisuellen Wohlgenuss. Das gefällt mir. 10 Euro von mir Überweisung, Spaziergang, Weltklasse, danke schön. Der kleine Klausi wird gebeten, sein Wasser zu trinken. Jawohl. Rauchpause, Ackelgastik, haut er rein. Wir rauchen es da auch nicht an. Wieder letzte Woche, Klaus. Du hast uns gebeten, dich ans Trinken zu erinnern. Ich kann, ja, ans Wasser trinken war das, oder? Oder allgemein? War das nicht, weil man über Bouteille trunk und von der Wasserflasche gefällt nicht einmal ein Viertel? Das ist heute nicht der Fall. Ja? Nein, das wollte ich mal spielen. Aber ich kann mich schon erinnern, richtig, all mein Stuff. Und da habe ich gesagt, weil es auch nichts sagt. Irgendwie seht ihr das nicht. Spaziergang, was? Ein schwartes für die Freund darf schon sein. Bauer Peter Volk, danke schön. Was meinst du Spaziergang? Irgendwie sehe ich das nicht. Was meinst du denn? In der Videobeschreibung, das muss man, ja, da muss man irgendwelche Pfeile anklicken, dass das dann aufgeht. Wenn du das meinst. So, ich trinke jetzt aus, Jawohl. damit du dann beiden nachschenken kannst entsprechend. Das ist nicht so. Müsst ihr in Österreich auch für Fernsehen zahlen, auch wenn ihr es nicht schaut, freilich. Freilich. Was glaubst du, Musik? Glaubst du leicht bei uns heute? Bei uns nennt sich das GIS. Was bei euch die GETZ ist bei uns die GIS. Schon die Mahnung gekriegt, nicht? Ja. Wie, du hast schon gekriegt? Ja, ich hab dabei schon alles umgemeldet, schon letztes Jahr. Ne? Da bin ich sofort angerufen dort, nicht? Auch sofort durchgekommen. Ah ja, da hat sich was überschnitten. Überschnitten hat euch ein Programm. Warum sollte ich keinen Wein? Ja, ich war mehr. Und deswegen habe ich gemeint, ans Wasser habe ich gesagt, du müsst mir rein, gell? Ans Wasser trinken. Ja, wenn ich pur trinke und kein Wasser, und wenn es jetzt du auch nicht bist, trinke ich noch weniger Wasser. Weil ich nicht daran denke, das ist ja in meinen Genen nicht drinnen. Ne? Das ist alles auf Kamera. Das ist wieder Short. Das wieder ein YouTube-Short.
Patricks Waldquelle. Jetzt hat's wer oben. Der war kein so erst. Und was glaubt ihr, wie vom Zuschauer geht's besser? Schmatzes ist unterwegs. Ulrich, Dankeschön. Das ist Weltklasse. Ui. Also für die hole ich frischen Wein, frisch gekühlten. Wie kannst du den alten reinladen? Das war jetzt aber keine Absicht. Ja, das ist schon in Ordnung. Das kannst du so machen. Ich weiß selber, wie es ist. Mir lässt eine in Wo Schale. werden das eine jetzt? Ja, links, wo es immer eine gehört. Ich habe nur eine ganz Sake. Das ist sehr klein. Naja, ich nehme das nächste Mal der Gressers. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Patrick, das Flaschenkind, jawohl. Jawohl. So, schenk dir was her, Patrick. Jawohl. Schenk dir was her, dass du einen Wein auch drinnen hast. Einen frischen, guten, Ein kalten. Schluckerl. Ja, der nicht angestanden ist. Was? Ein echter Gräflicher. Warte, das wird. Okay, gut. 23er. Schon genug wieder. Mehr gibt's nicht. Hier kriegst du nicht eine. Dann möchte ich einen Kopf machen. Nicht im Kindergarten. So, genug, mehr gibt's nicht. Mehr Ist gibt's die auch die nicht. Losen? So? Ja, jetzt da. Ja, weil mich ärgern will. Mir ist klar, warum ich mich ärgern muss. Das ist ganz klar. Na, sicher haben wir noch mit großen Hoppala. Mann zusammen. Das war schon wurscht. Einer hat immer das Pummerl. Geht der wirklich machen? Einmal wieder. Zum Wohle. Fernseher meine abbilden Lieben. und tschüss. Jawohl, Franz Brandwein. Aber es ist halt bei uns auch so. Prost. Als Künstler. Nein, es ist bei mir so. Schaut man schon rein. Ja. Aber ganz ehrlich, also lang spiele ich mich auch nicht mehr. Lang spiele ich mich auch nicht mehr. Weil wenn das so weitermachen, weil der ORF ist ja wirklich, mittlerweile wird das ja immer tragischer. Wenn man durchschauen kann, ist zu wenig drinnen. Markus, das ist Zafliegen. Ja, die Raffen. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber jetzt habe ich mich zurückgehalten. Die Raffen. Was machen? Die Raffen, die fliegen. Das muss dann ein Kind auch mal erklären. Warum ist dann Strafzimmer in Eltern so laut? Oder die Raffen. Damit sie es nicht verdienen. Die Raffen, die hauen aufeinander ein. Was machen die? Was macht denn Mama und Papa da? Das ist Ja, das ist eine Farbe, eine alle aus Ton, hat sie gemacht. Im Taschler eventuell auch die. Rudi Korbis, sag mal, wo schreibst du diese Texte? Weil das kann ja keiner. Das wird heißen wahrscheinlich beim Taschler, eventuell auch die Abfrissen. Da kann ich nicht einmal aus den Tippfehlern auslesen, was er gemeint hätte können. Eventuell auch die Heiselfrau, wie man sie kann, was anderes zum Beispiel. Taschler. Ja, auf jeden Fall im Taschler, ja, können wir dann mal machen. Sagen wir noch gemütlich aus und dann kommt jetzt da, was kommt als nächstes, haben wir gesagt? so wieder vergessen. Pummel. Pummel, ja gut, passt. Und dann hängen wir im Taschler dran. Ja, weiß ich, was er meint. Ich weiß nicht, was er meint. Der Ich bin gut in solchen Rodolph, Begriffen, aber na, bei Taschler, also Tast-ER könnte man als Taschler dann noch nicht. Und aus dem Ring kann man auch noch beim. beim Taschler bitte auch eventuell auch die Akkorde. Das kann es auch sein. Hat der Rudi schon geschrieben. Aber schon, also du hast die Auflösung Da ist gelesen. die Auflösung gerade Da ist gelesen. Jetzt, die, ja. die Akkorde, danke. Ja, Rudi Korbis. Habe ich vergessen, das ist ein Schick, oder habe ich das eh geschickt? Nein. Ich mein iPad, ich hab da eh die Noten geschickt. Die hast du doch eh schon. Na, war nicht kein Problem, ich schick das nochmal. Nein, aber habe ich dir das geschickt? Der Taschler ist notiert auch, ja, ja. Ist notiert, ist nicht sogar Noten? Noten sogar, von, ich hab, ja klar. sogar Noten, Ja, ja. Aber ich habe die geschrieben? Ja, du. Na, was? Die Noten? Ja, ja.
Rudi, du kriegst alles, was du willst. Du kriegst alles, was du willst. Frage ist wann. Das Internet spinnt derartig, ich glaube, ich habe das FBI am Rohr. Geh Freiz Brandwein, sag einen schönen Gruß. Das soll scheißen. Die hat von dem, was ich ausgeschickt habe. Nein, jetzt ist weg. Weißt du da nicht? Ich glaube, die war eh schon hin. Nein, die sterben nicht so leicht. Die stellen sich deppert. Dann liegst du und jetzt du hast eine Chance verdammt. Ja, kann ja keiner Fliege was zu Leide tun. Ich war bereit, aber du mit deiner zögerlichen Ding, nein, ich weiß nicht, vielleicht soll ich doch vegan essen. Und jetzt nicht fliegt weiter herum. Nein, vielleicht war es mein Großvater. Aber geh. Oder der ehemalige KGB. Glaubst du, dass beim Franz angeklopft? Glaube ich nicht. Das ist eher FB. Oder der FSB. FSB. Ja, oder wie heißen die anderen da? Die NSA und. Der Horch und Guck der DDR. Ja, irgend sowas. Der Rudi Korb sagt immer an die Akkorde. Ja, Rudi, du kriegst alles. Alles, was du willst, und wir bemühen uns zeitnah, deine Anfrage zu beantworten. Rudi, schick gesagt. Sobald ich wieder in meiner Heimat bin, kriegst du das. Das ist kein Problem. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell die fliegen sind, gell? Das ist ja Wahnsinn, wie schnell die sind. Und das ist oft dann. Kurt Gruber-Band, Kurt Gruber-Band. Men in Black, ja. Beim Franz Brandwein kann leicht sein, dass die Men in Black kommen. Weil ich sage, Alter, ich weiß nicht, ob das ein hiesiger ist. Das kann ein Alien auch sein. Von irgendeinem Rauschplaneten. Die Krimi-Pavlatschen bei den ganzen Morden. Naja, Morden. Das sind eh hingefliegen, nicht? Sie wissen es noch nicht. Das dauert ja der Zeit immer, nicht? Die leben ja da nicht lang. Ich weiß nicht, du drückst bei dem ein Holz ein oder irgendwas. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Dann ist es ja warm und dann wachen sie auf. Ja. Wie alte Eheleute, sagt die Akelgast. Out the boat. Ruhe dann durch, nicht zur Not. Schon krass gewesen. Eigentlich. So ein Liebe machen. Gott sei Dank gibt dann, glaube ich, wie das andere noch einer. Die Grille auf der Brille, oder sowas hat es ja auch noch gegeben, oder? Ja, der Bohr, aber eigentlich hast du auch nicht mitgegeben. Der Boot, ja. Ja, aber mit Kurt Gruber haben wir gespielt. In Linzberg Asia. Vor Corona war das noch. Ja, das war noch. Aber da hat er Cajon gespielt. Ja. Cajon. Haben wir das Vogel zum Beispiel? Der Ja, Kurt Gruber auf der Cajon. Der am Cajon, wie sagt man? Was ist der Artikel? Was ist das Pronomen vom Cajon? Dass wir ein bisschen Vogue sind. Das ist interessant jetzt, ja. Das Cajon. Das Cajon, der Cajon, die Das. Cajon, das Cajon. Aber die Cojones. Ich ist Ja. Nein, den Schluck nehmen. Ja gut, wir spielen es mal. Die Fliege ist so laut, man will es nicht lernen. Die ist so laut, nicht das Fliegen, sondern das Anduschen am Plafond. Dusch, dusch, dusch. Ja. Haben wir den eigenen Müll, sag ich mal. Weingarten am Biesenberg. Rudi Korbes. Weingarten am Biesenberg. Was auch die Akkorde, oder sollen wir spielen? Das ist eh wurscht, ich werde schon sagen. Ich werde schon sagen. Bummel, ne? Bummel. Mit Einleitung, ja? Jawohl. Gustav seit 30 Jahren. Ich habe es eh Gustav gespielt, aber ich habe mich verspielt. Ausnahmsweise habe ich total richtig gedacht, aber falsch gespielt. Wir machen es noch einmal Bitte. schön. Bitte, ja? Zwei große Buben, die schupfen Greizen. Ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld oder ins im Handel spielt mit und ist gleich daheim. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites geworden aus mir.
Stiefkind. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt. Ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden. Zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mit Morgen, und später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren. Mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hab ich mir das Wunder. Einer muss ich mir verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Wunder. Weil ich vom Krieg ein Stiefkind bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben. Und der eine packt, der andere nicht. Und ob man sich dann erst besonnen, ja, dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen und sucht man noch am festen Halt. Man sucht und sucht das ganze Leben. Auf einmal ist man grau und alt. Einer hab ich mir das Wunder. Einer muss ich mir verlieren. Oh, ich hab mein Leben lang das Wunder. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Mama, ich bitte dich, schau her. Ich bin's, der Boy, der Boy. Wirf mir den Schlüssel da oben. Hilf mir, das Haus da ist zu. Spät ist, ich hätt nicht sollen, tun wir's die anderen wollen. Das ging, ob ich mich geniert. Mama, ich war so blöd, sag's dem Vater nicht, weil mir sonst eine schmiert. Sag mir so, ist es ein Geld in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die war ich sowieso dabei, nur ein depperter Bub. Sport an die Tränen, die an deine Schäden, die liegen wunderbar. Geh zurück zu deinem Alten, der soll auf dir halten. Ich hab längst vergessen, wie es schön's mit dir war. Mit englischen Text. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sag mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die war ich sowieso dabei, nur ein depperter Bub. Sport auf die Tränen, die an deinen Schäden, die liegen wunderbar. Geh zurück zu deinem Alten, der soll auf dich halten.
Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Großmutterkind. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann. Wir rennen ein Kindl beim Vater davon. Da war ein kleines Weiberl, schon grau und betagt. Die hat zu dem Kinderl in der Wiege gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd als Eltern lieb gehen. Und die Liebe von der Oma noch dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran. Der ist vom Schicksal gebrochen, den Leben davon. Da war wieder das Weiberl und schon grau und betagt. Die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd an Eltern lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heute am Buckel. Heute bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr. Aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja, daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd an Eltern lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Tadellos. Klasse, Gemüse. Tadelloses Mädel. So, und ich muss wieder Die Achteln fallen rein, es ist, da hat es ein Traum, ein Traum. Das freut mich sehr. Kamela und Hodiner spazieren. Ja. Wobei Hodiner war jetzt keiner Hodiner war jetzt dabei. keiner Gell? dabei. Nicht, dass da. Das ist ein Irre, Das waren lauter Kamela, ja. Wahrscheinlich die Achteln. Danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals. Ich will mal einen Schluck trinken, Patrick, weil ich merke einen trockenen Mund. Wissen wir noch, wissen wir noch. Jesus, nein. Na, Jesus, Jesus, nein. Nicht jetzt hat der Jesus noch. Wahrscheinlich ist er ausgegangen. Wahrscheinlich oben nicht. Kann Oben wieder ausgegangen. frieren, nicht? Kann ich frieren in der Nacht. Werden wir nach oben. Rena. Oh, es wird schon noch hin. Es wird schon noch hin. Jetzt nicht die Achtel. Jetzt heiß nicht die Achtel, bitte voll. Danke schön. Ja, da fährt es aber ordentlich eine. Ein Gredelstein, alles Launig. Franz M. Unser aller Franz M. Mein Lieber. Aber Franz M. muss ich sagen, wirklich immer in der Eins erwischt. Wenn er wo ist, wo man wo spielt, oder auch bei den Blueschammeln. Immer in der Eins erwischt. 16er Bub Deluxe. Schaut rein, wer auf unserer Homepage 16erbub.at findet ihr einen Shop und da könnt ihr auch Leiberln, Hauben und so weiter bestellen. Alles Menge gibt es und natürlich bald gibt es auch wieder mehr. Also laufend werden wir das erweitern, die ganze Geschichte. Ja, Feuer aus, kalt im Haus, so ist es. So ist es. Nein, gespielt ist schon. Bist du ein bisschen. Nein, ich muss ja das stehen, hast Thema. Aber es ist ja ein Wahnsinn, wie die Preise aufgegangen sind. Nämlich wirklich. Da geht es nicht mehr ein bisschen teurer, sondern also wenn ich mit dem Material und so weiter, ich habe mir das jetzt angeschaut, bist du deppert. Es ist wirklich. Also Gott sei Dank habe ich die wichtigsten Arbeiten schon gemacht gehabt. Weil jetzt war das nicht alles mehr kosten, wie das Haus gekostet hat.
habe ein paar Sachen gern gemacht und unter anderem eben die Dämmung im Stirnhaus, also die Deckendämmung, das möchte ich machen. Und das ist ein Projekt auch. Dann kommt natürlich das Terrassendachel. Terrassen liegt schon da. Jetzt warte ich, bis es ein bisschen wärmer wird, dass ich es lackieren kann, das Holz. Und dann muss ich dann die Fundamente halt machen und so weiter. Also wird das aufgestellt im Sommer, weil dann könnte man im Sommer tatsächlich schon beruhigt die Pavlatschen zum Beispiel tatsächlich von draußen von der Terrasse bringen. Man geht man jetzt auch, wenn es nicht regnet, aber wir waren nicht mehr zu viel, dass wir rausgehen. Ne? Oder dass man das alles ausstellt und dann sind so viele Viecher und schier. Aber wenn das Dachel ist, wenn wir das mal machen. Ja, mit Kamerakind kann man dann im Sommer, wenn es länger hell ist, kann man dann auch zeigen den herrlichen Ausblick. Das kann man dann machen. Ja. Aber jetzt so ein paar Projekte habe ich schon noch, die da gemacht haben, aber die beim Thema hat es wirklich auf den Scheißer gehabt. Was das angezogen hat, wirklich ein Wahnsinn. Da denke ich mir, das gibt es ja nicht. Kommt der Dämmstoff jetzt auch schon aus der Ukraine oder was ist los mit denen? Das ist unglaublich, dass so ein Schwachsinn da kommt. Was Bierkistel, das waren noch Zeiten. Im Bierkistel. Da war ich nicht, weiß ich, aber ich kann mich erinnern. Gib ihm Patrick einen Stoppel, dann braucht er nicht rennen. Na, so sind da ist man nachlegen gegangen. Im Holz, also Holz im Ofen nachlegen. Wie schaut's aus? Wunderbar. War's nicht spät, gell? Nein, optimal. Da war nicht, gell? Nein, gar Na, nicht. ob das. Drum, warum? Ich hab dich erinnert. Ja. Dafür habe ich was entdeckt. Was hast du entdeckt? Ein Fliegen? Nein, aber ich habe den Klaus entdeckt. Ich glaube, sie erkennt den Klaus, gell? Ja! Er hat ein Warte, da Jugendsündenfoto. Da gebe ich Patrick, warte, das Kamerakind Patrick gebe ich das. Was heißt Jugendzünden? Weil Geld verdient. Ich war jung und brauchte das Geld. Bist du bereit? Ja, bin Halt bereit. hin, halt hin. Querformat, hol's in Querformat. So, du bist online. Kamerakind Patrick, da musst du schauen, dann siehst du auch, ob du im Bild bist oder nicht. Das stört jetzt das Kamerakind Patrick wiederum. Kennt ihr den Klaus? Weißt du, wie du wogelst? Na, was sagt sie jetzt? Na, das war der Ballgarderobe. Hm? Na? Er war jung und brauchte das Geld. War aber eh nicht viel. War eh nicht viel. Es waren Aufnahmen, ORF-Aufnahmen. Wo hast du das gefunden? Am Heisel wahrscheinlich. Sicher. Die musst du ein Du bisschen hast anhängen. den Staub auch erwischen können. Schaut ja furchtbar aus. Großartig. Ja, das war, was war das? War in dem Palais, Augartenpalais war das. ORF-Aufnahmen, kein Film oder was Wichtiges, sondern irgendwelche Doku-Geschichten. Und der hat ja auch original. Musik ja schon ein Wahnsinn. Josef Dadl ist da, jawohl, der Josef Dadl ist da. Schreibt er auch, wo er ist? Ja, wieder gleich schreiben. Na, da schau ich, was sagt der Spaziergang, ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, sagt Musikraum. Ja. Nee, ja, da gibt es aber noch ein paar so, also viel Bühnen habe ich nicht aus der Zeit. Aber da gibt es schon einige, was mich nicht erkennen willst. Das ist der Klaus mit Frage, das sagt der Franz Brandt. Natürlich ist er das. Schon großartig. Gefällt dir, gell, ist der Freude? Ja, mir aber. Das hängst du dann du wieder aufs Häusl auf. Natürlich. Weil solche Bilder hängen bei mir nur am Lob. Am WC. Aber ja, nein, da gibt es schon. Aber das war eh lässig. Und das hat ja damals begonnen, 90er Jahre. 90er Jahre, da gab es eine Sendung namens Willkommen Österreich im ORF, nicht die jetzige Satire-Sendung mit Stefan Grissemann, Ende der 90er, ja. sondern das war am Nachmittag. Das war die Nachmittagssendung auf ORF 2, also von Montag bis Freitag. Und das war halt so was, das war halt, ja, so wie Oder hier damals von Elisabeth Engstler und Wolfram Bircher zum Beispiel. unter anderem, das war immer- ja. Und das war, aber nicht in echt, sagt der Franz. Ja, wirklich, aber das war ja, ich war ja hergerichtet für Aufnahmen.
Amadeus, Fritzl-Status. Siehst du, es gehen wir eine Reihe dann in Zukunft in Burle Tanzl, statt Ducati. Kann ich ihm jetzt sagen, Fritzl-Status kann ich nur sagen, Amadeus. So, was redest du? Ich rede vom Klause. Und jetzt auf die Knie. Jawohl. Ich bin im Bett, Josef Tatl ist im Bett. Im Bett? Na, Ja, weil du auf gemütlich bist, nicht weil du krank bist, weil du auf gemütlich bist. Ich hoffe. Du. Ja, also pass auf jeden Fall war das damals, ja, das war leibend. Die haben braucht für, und da hat es immer wieder so Beiträge gegeben, halt, nicht so kurze, irgendwas halt so Wissenswertes oder was weiß ich was. Und da haben sie was draht über die Fiaker. Lange bevor sie Franz Brandwein kannten scheinbar. Und da haben sie dann eben braucht, zwei Wiener Liedmusiker, die das Fiakerlied spielen. Haben beim Volksliedwerk, glaube ich, angerufen, so im Kettern, und die haben gesagt, nimm die 16er Buben, die haben gewusst, 16er Buben machen alles, machen jeden Blödsinn. Ne? So. Für jeden Blödsinn. Und die Aufnahmen waren ja noch in den berühmt-berüchtigten Rosenhügel-Studios. Ja. Aber die Maske und das Ganze war am Königelberg in Wien, beim ORF. Es ist also nur gegangen, wir sitzen dort auf dem Bock. Ich schau nur, ob es wir sitzen am Bock und spielen halt das Fiakerlied und das, was da geredet worden ist mit Fiaker, glaube ich, oder nein, wir reden auch müssen, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir haben unterhalten Also die Geschichte, mit der Virginia. Mit der Virginia. Jetzt haben wir gestanden und plaudert. Ja, die Fiaker. Ja, es schon, dass die auch Rotfisch geben. Ja, genau. Der war sicher Weltklasse. Ja, auf jeden Fall war es so, das war so unsere allererste Geschichte, was wir dann da mit ORF zu tun gehabt haben. Und wir sind da also zur Maske gekommen und sind also eingekleidet worden, also halt so auf Fiaker früher, nicht? Und in Virginia haben wir gekriegt und gesagt, nicht rauchen, weißt du. Also nicht wegen einem Rauchverbot, sondern wir haben noch eine, die wisst nicht, dass die aus ist, bis der Film fertig dran ist. Und wir waren nicht so schnell fertig mit der Hand. Naja, und dann haben wir gekriegt natürlich auch so ein Board. Wir haben beide ja rasiert und dann haben wir gekriegt so ein Board aufpickt. Und dann sind wir mit unserem Auto, der Regisseurin, mit ihrem Auto nachgefahren zum Studio. Skoda Favorit. Und wir sind gesessen in meinem Auto, im Skoda Favorit, damals noch, da war schon Made in Tschechoslowakei, da hat schon lange die mit Tschechoslowakei gar nicht mehr gegeben. Auf jeden Fall, da sind wir gefahren und jetzt ist dann der Bord schon langsam. Der Kleber hat nicht so ganz gehalten. So runter. Und das Problem war, Wir haben uns immer angeschaut und lachen müssen. Nicht lachen! Ja, nicht lachen! Ja, halt der Bord da runter. Nicht? Und so, dann hab ich schon gelacht. ja, das war arg, das war wirklich arg. Weil die haben keinen Kleber dann dort mehr gehabt, haben es gesagt. Halt. Ja. Und wir sind mit dem Board immer weiter runter. Und das war Wahnsinn. Naja, und dann haben wir halt das gemacht, diese Aufnahme. Und dann war es auch so, dass muss man sagen, von mir besonders begeistert worden. Ja. Ich habe auch die Sprecherrolle, die wirkliche Sprecherrolle habe ich bekommen. Haben sofort gesehen, wer ist das Talent von diesen beiden. Na, aber so bin ich dann tatsächlich beim ORF als freier Mitarbeiter dann reingekommen für lauter so Blödsinn. Und unter anderem eben haben wir dann auch, ich weiß nicht mehr was das war, aber auch irgendwie das Augarten Porzellan oder das Palais Augarten, ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Geschichte war halt das und da bin ich halt ein. Und da hat es halt manche leibende Sachen gegeben, was nicht viel ein, was halt ein bisschen eine Maske gekriegt oder irgendwas. Aber das war halt ein bisschen komplett audirndelt worden. Ne? Und dann ist man halt dort hingefahren, wo halt, also es war murdsaufwendig. So viel Geld habe ich dafür nicht gekriegt, aber was so ist. Ne? Und irgendwann sind diese Eigenproduktionen eingestellt worden. Ne? Ja. Das Wurde alles ausgelagert und bis heute ist das so, ja. Machen die ORF macht fast keine Eigenproduktion mehr. Und damit, ja, beziehungsweise war ich dann natürlich auch irgendwann. Ja, aber so bin ich reingekommen, auch zum Warm-up und bei Starmania, nicht, habe ich also da doch einige Zugänge gehabt. Das war schon eine tolle Zeit, war spannend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, so als Lichtdubel. Vom Andi Borg zum Beispiel. Zum Beispiel? Der Lichtdubel war verfügbar. Aber der Andi Borg ist nicht mir gewesen. Und ich dachte, das ist eigentlich auch Depper, der sitzt da und ich mache sein Double, das Ablet. Kann ich mir auch nichts dafür, aber ein sehr sympathischer Typ, der Floridsdorfer. Ne? Und irgendwann habe ich dann gesagt, naja gut, jetzt pass auf, jetzt sind wir die 16, aber schon recht seriös unterwegs. Es wird besser hier auf. Ich habe gesagt, entweder
gibt es jetzt beim ORF eine Aufstiegspartie oder ihr könnt es mit brausen. Nicht? Und sie haben halt immer gern genommen, weil, spontan, weil ich das halt kann, sagen wir es so. Es ist so, ja. Genau. Da waren es was für Live-Sendungen, nicht? Für Live-Sendungen, die geprobt wurden, nicht? Und ganzen Lichtdubeln und wo einer eine Rede halt, das haben sie immer mitgeholt. Nicht? Aber ich habe gesagt, irgendwann einmal so, pass auf, entweder komme ich weiter oder. Wieder gegen eine Sendung geht es oder Ich bin ja kein Student mehr, nicht? Das sagst du als Nebenjob. Ja, aber da waren schon absolut leibende Sachen auch dabei. Und viel gelernt natürlich auch viel mit der Kamera gearbeitet. Natürlich, na klar. Das war auch super. Aber das war eben mit dem Partner da. Wir sind gesessen im Auto, haben nur lachen müssen. Da haben wir nicht lachen können, weil sonst hätte sich der Geber endgültig gelöst. Ne? So, was haben wir da jetzt? Was haben wir da für Meldungen? Josef Tadl, Betty Raffi sagt Mozart-Klasse, genau. Hergerecht war ich auch schon, aber nicht so. Franz Bratwein, das ist mir klar, dass du das anders meinst. Schau dich gut an, sagt auch, ich schaue auch im Bett. Bravo. Bravo. Wir sind quasi eigentlich eine Bettsendung. Eine Bettsendung, ja. Ja, jetzt. Nicht die Bet, sondern die Betze. Jetzt klingt aber fast anrüchig erst. Ja, kann man versuchen. Markus, bist du so ein geiles Statement. Ich sage dir Dankeschön, aber was meinst du für eins? Da weiß ich natürlich jetzt nicht mehr meinen Kontext. Aber geiles Statement und ist das mit Peter Rapp gewesen, Raffi? Ja, mit Peter Rapp haben wir viel gemacht. Viel Sachen, ja, absolut, ja. Ja, der Andi Borg wirklich sympathisch, bodenständig. Nicht umsonst haben sie mit einer quasi angesagelt. Ja. Alles Banause im ORF, Musik und vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Nein, aber war eine sagen schöne wir, Zeit. der Peter Rapp genauso ein gemütlicher Kerl. Also, Ja, viele voll, Sachen sind, aber viele Sachen mit ihm gemacht und also ganz ein super Mensch. Also, völlig entspannt. Das ist einer von der alten Garde noch, weißt? Das ist so der alte Schlag noch. Ja. Das ist Nein, Peter Rapp, definitiv. Vollprofi durch und aber entspannt und Wie wir das erste Mal aufgetreten sind, Traumhaft in dieser Millionen-Brief schon. damals hat es eine Million, beim ersten hat es eine Million Radkasten, beim ersten Mal. Ja. Und da sind wir hin und die Aufzeichnung beginnt in 40 Sekunden, weil das wird ja beim Fernsehen rechnen sie in Sekunden dann. Und der Peter Rapp steht und 40 Sekunden geht sie aus, raucht sie noch eine an. Da konnte man noch im Studio rauchen. Ich meine, Also eigentlich war es schon verboten, aber hinter der ja, das war wurscht. Nein, weil die Studios, die sind irre groß, also auch in der Höhe. Da merkst du nicht. Und außerdem, die arbeiten zum Teil dort irgendwo was mit diesen Nebelmaschinen und was weiß ich was. Ich hab die Fliegen gehört. Wurscht. Ich hab's auch gehört, ja. Und da hast du geraucht, das hat ja kein Mensch mitbekommen. Weil du bist ja gestanden, hast du nicht geraucht und der Rauch ist aufgestiegen ins Niemandsland. Nicht? Das war vollkommen wurscht. Aber auf jeden Fall 40 Sekunden geht sie aus. Raucht sie eine an, raucht eine, redet noch 2, 3 Worte. So, Signation spielt. ja, Peter auf die Bühne bitte. Geht eine, ja, herzlich willkommen. War herrlich. Das war eine Bewegung. Weltklasse. Ja. Batmaner, mein Gott, der Raab mit seinen Weibern. Naja, gut, das ist. Das ist eine andere Geschichte. Ja, Schau, wir können da nicht mitreden. Nicht? Der Patrick und ich, wir waren da immer sehr brav. Wir waren immer sehr brav. Oder wir waren halt nie attraktiv genug. Wir waren brav. Ja, na, Geld haben wir auch ganz gehabt, nie gescheit. Sagen wir, von der Musik her war auch jetzt nicht unbedingt, sagen wir, waren auch eher vom Publikum her, sagen wir mal, gesetzte Herrschaften, nicht? Die schon. Nicht nur, ich muss ein bisschen korrigieren. Ja, aber das ist so. Wenn man wollen tät, das wäre schon Ja, naja, gut, das ist was anderes. mehr als genug. Also, Adi Borg, mit deinen Liedern möchte auch ein Schlagerstar sein, ja, dann komme ich immer wieder in die Hitparade rein. Also, ja. Na gut, man muss natürlich eins schon klarstellen, ist Schlager. Das ist Schlager und wenn man Schlager nicht will, ist natürlich schwierig. Ich mag auch keine Schlager, aber ich habe trotzdem Respekt vor allem vor den unter Anführungszeichen älteren Schlagerstars, habe ich vollsten Respekt, weil ich weiß, wie es arbeiten und wie professionell die sind und wie gut. Es ist ja der Unterhaltungsbranche und ja, und es gibt natürlich sehr viele, denen es gefällt. Das sind eigentlich die meisten. ja.
von der Mehrheit spricht. Also, ja, daher habe ich gesagt, ich kann mit dir Lied, also ich weiß ja jetzt auch gar keins von ihm, aber persönlich sagen, wobei sagen die meisten, die kennen, so viel waren es jetzt nicht von der Schlagerszene, aber doch ein paar, überaus. Ganz klasse, Überaus sympathisch. Ja, absolut. So, weil gesagt, Feierabend, jawohl. Was ist, geht doch Biesenberg, jawohl, machen wir Biesenberg. Ich mochte Peter Rapp schon als Kind. Im deutschen Fernsehen gab es auch eine Sendung mit ihm. Ja, genau. Ja, da also, das war seit den 60er Jahren. Seit den 1960er Jahren ist der Peter Rapp im ORF und im Fernsehen natürlich. Ja. Sani und Butzi warten. Worauf? Waldgeld, was warten sie? Wir spielen jetzt was, aber. Der Markus sagt, den merke ich mir. Was merkst du denn jetzt wieder? Immer wenn der Markus Pistolik schreibt, weiß ich nicht, was er meint. Das geile Statement war das letzte. Dann habe ich gefragt, was meinst du? Den merke ich mir. Habt das ich gesagt? Oder du, oder was? Den merke ich mir. Ja, siehst du, Markus, du musst mit uns schon ein bisschen, wie soll ich sagen, du darfst mit uns nicht in Rätseln sprechen. Ja. Schlager ist auch nur deutscher für Hit, ja. Ja, im Prinzip Schlager kann ich sagen, ist Popmusik, Popularmusik, nur halt regional auf deutschsprachig. Das ist das. Ja, ORF ist halt nur mehr parteiisch. War es immer. Das war immer so. Ich finde es immer lustig, wenn sie herumreden, wie unabhängig der ORF ist. Das ist das Lächerlichste. Das ist der Staatsfunk. Also wenn ein Staatsfunk unabhängig ist, dann weiß ich nicht. Ne? Ja, klar. Den Schmäh, Markus Priester. Ja, aber welchen Schmäh? Der Markus, der macht mich fertig. Ja, so, jetzt machen wir in Biesenberg für den Rodolfo Carpessa und natürlich für alle anderen, die ebenso Freude an dem Lied haben. Aber vorher trinke ich noch einen Schluck, Patrick, weil da muss ich den nachschenken schon wieder. Schuld, ne? Dann mach ich auch noch einen. Also, wenn ich einen Schluck mache, das will ich ausdrücken. Bitte, nachher wird nachgeschenkt. Ach, das ist gescheit. Nachher. Das ist gescheit. Über den Weingarten ein bisschen oder so weiter. Wenn der Käfer mich kein Mensch tut, verstehen. Ich schau den Ritter wuchsen zu. Wir fangen nochmal an, ja. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Mach doch mal das Intro, bitte, ja. Jetzt ohne Nuschel. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Du bin ich gern, wenn mich kein Mensch durchsteht. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Höhe in meinem Weingarten am Biesenberg. Dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl das mir allein nicht geht. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der Beste. Trittfall Wein.
am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Hörgeruch. In meinem Weingarten am Biesenberg. Da sind wir da recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerliert, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rebfall Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste, der Rebfall Wein. Das hat er gut gemacht. Am Anfang es hat so geklungen, als würde ich lallen. Ich habe aber nicht gelallt, sondern ich habe mich einfach nur verhaspelt. Und dann bin ich nicht mehr reingekommen. Nicht? Ja, schau, Musik aus. Bartek lässt heute mal wieder keine Taste aus. Tja, sie hat lange nicht gespielt worden, das Instrument. Das ist schon ein bisschen eingelost gewesen. Bravo, den Solo, Bartek, so die Konto nach. Du, und Gott sei Dank, wenn das gespielt wird, den Franz M. haben wir zum Glück erinnert dran. Er hat geschrieben, Biesenberg, ah ja, muss noch beim Dornröschenkeller Wein holen. Tja! Jawohl. Ich traue mir fast gar nicht. Der Markus Bestonik, sprich wieder Rätseln. Warte mal, was haben wir als letztes? Markus Bestonik, der Schmäh. So. Und jetzt muss ich weiter oben. Wenn Peter Raab eure Millionen gewinnen würde, man fragt ihn, was er mit dem Geld vorhat, und er antwortet, dass er zuerst seine Schulden zurückzahlen wird. Und den Rest muss man warten. Ja, genau. Und dann sagt er, Markus Bristonik, ich traue mir fast gar nicht ein paar ACJ. Jetzt muss man das einmal auch. Da muss ich wahrscheinlich jeder Plätzchen geredet haben. Du schau nicht viel aufs Handy. Schau lieber. Das weiß ich, das Erst. keine Ahnung. Das sollte das Handy schauen. schauen. Er vogelt. Ja, aber du bist ja auch komplett leer. Nein, ich bin voll. Nicht? Noch nicht. Der Wahnsinn. Der Schücher ist ein Bücher. Kann zwar mehr, ist aber auch über leer. Und ein extra Glasal geht noch zur Erinnerung an schöne Herbsttage am Biesenberg. Bravo, Peter Voigt. Josef Dadl geht schlafen. Bis Montag. Josef, gute Nacht. Jawohl. Fast hätte es ein Shorty werden können. Weltnummer, sagt der Michael Fessel. Danke dafür, das gefreut mich, weil. Ist ja für mich, wo ist die Fliege? Wo ist die Fliege? Macht's nur einen Wirbel. Das ist ein Wahnsinn. Liegt irgendwo am Rücken, da am Boden, und versucht wegfliegen und macht eigentlich nur einen Radar. Du jetzt trage ich den Wein in den Kühlschrank, weil er wird schon wieder warm. Ja, tu mir den Kühlschrank. Tu den Kühlschrank. War jetzt etwas abgelenkt. Ich habe mich bei euch im Facebook gemeldet. Bravo, Spaziergang. Weltklasse. Ja, da haben wir ja diese tolle Facebook-Fangruppe. Erstmals. Fertig. Die Pavlacisti. Bartek erzähl davon. Die Pavlacisti-Gruppe auf Facebook. Wer noch nicht dabei ist, bitte von den Pavlacisti, bitte unbedingt dazu kommen. Da muss man uns ganz, ganz groß bedanken, eigentlich beim Georg Scheurer, der ist heute nicht da noch. Also, der wird noch in Tarokanien sein, wahrscheinlich. Aber der hat das Ganze initiiert eigentlich, muss man sagen. Ja, Georg, diese Gruppe danke, ja. Die definitiv keine 60er-Gruppe, also wir sind dort nur Mitglieder ja. Nicht Genau. einmal der Administrator, gar nichts. Und der Georg Scheurer hat das initiiert und ich dachte, das ist eigentlich eine leibende Geschichte, wo sich die Pavlacisti treffen können, sozusagen abseits der Pavlatschen und einfach Schmäh teilen und untereinander. Und mitunter gibt es dann schon ein paar Infos dort von uns, die sozusagen exklusiv sind, aber jetzt also nicht so, dass du sagst, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht dort dabei, entgeht dir nicht was Wichtiges, sagen wir es auch so.
Ja, vielleicht schon. Vielleicht schon. Ja, Aber es entgeht auf jeden Fall die Gemeinschaft, abseits jetzt vom Chat, und man lernt die Leute kennen, man teilt ein bisschen was und so diese Geschichten. Und es ist quasi die erste Fangruppe, die es von uns gibt, und eben wirklich für uns eigentlich und nicht ja, von uns. Also nicht von uns, ja. Ja. Zum Wohl, Klaus, ich hab eingeschenkt. Ja, Gott sei Dank, ich habe dabei 2 Fliegen, 2. Jetzt sind ja eh schon bald alle weg, oder? Ja, es ist relativ ruhig. Ich habe die Tür zu meinem Zimmer, wo ich nächtige, zugemacht die ganze Zeit. Gescheiter ist. Weil da sind keine drin. Ja. Noch nicht. Markus Pistonik, die Tastatur meines Smartphones hat irgendwie etwas gegen mich. Ja? Ich kenne das gut. Markus Pistonik, ich kenne das gut. Und ich bin schon drauf gekommen, die hat nichts gegen uns, sondern wir sind einfach botschert. Nein, es war schon oft nahe an der Peinlichkeit. Ja. Der E-Mail-Kontakt zum Beispiel mit Paul Halvax von den Philharmonikern. Man sollte schon 2-3 Mal durchlesen, bevor man so schickt. Aber es geht ihm genauso. Ich habe mich sofort zurückgeschrieben mit breitem Grinsen. Ja, das ist. Wolfgang Gorzka, geht auch. Man kennt sich ja. Wolfgang, halt jetzt auf dem Laufenden, was die Gitarre betrifft. Ich hab noch gesagt, den Lanet gibt es in Wien. Wegen der Kontragitarre? Ja. Lanet, ja. Der Lanet, ich kenne ihn persönlich nicht, ich habe nur gehört von anderen, dass der Der soll gut gut ist. sein. Da Soll sehr gut sein. Und eben der Blumberger, Detto, Der Blumberger Nachfolger. also der sozusagen, Nachfolger, wobei da Wobei habe so ich gesagt, so eher in so Sachen Reparatur, Ja. jetzt nicht wirklich restaurieren, weil er die Kontragitarre nicht kennt. Also der Sonst Blumberger Lanet. schon, aber der ist schon Pension. Und sonst nach Bad Tölz fahren, also nach Lenkes Ja, fahren. und dort hat Hubert Neumüller er das Problem, dass der Hubert den noch nicht gemacht hat, die Neiche. Der Hubert hat gesagt, 1,5 Jahre gibt es eine Gitarre und das war 2021. Und das verstehe ich, dass natürlich dann der Wolfgang sagt, na, Ding. Aber natürlich zum Restaurieren ist es leichter in Wien und da ist, würde ich mal sagen, aus dem, was ich gehört habe, die erste Adresse, sagen wir es einmal so, der Harald heißt der, glaube ich, Harald Lanet. Findest du im Internet. Rudi Schwester da davon. Gitarre. Also L-A-N und dann ein E mit einem Accent de Q. Das ist der soll recht gut sein, was die Kontragitarre betrifft. So, hätte man das auch gesagt. Was macht die Krise? Achso, ist das die Fliegen? Also so ein paar Bilder vom Auftritt der 16 entgegen einem schon, wenn man nicht in der Gruppe ist. Genau, also wie gesagt, man verpasst nichts wirklich Relevantes, für was Auftritte betrifft oder so Dinge, aber natürlich, es gibt schon ein paar diverse Geschichten Einblicke. und so gibt's schon, ja. Und auch natürlich von Fans. Nicht? Ja. Oder jetzt zum Beispiel so wie man, was weiß ich, der Ackerl war bei uns beim Taschler, also bei mir beim Taschler in dem Fall, hat ein paar Fotos gemacht und die hat er dann auch in die Gruppe gestellt. Nicht? Also es gibt schon natürlich ein gewisses ich will nur immer darauf hinweisen, wenn ich sage exklusiven Content, heißt nicht, du verpasst Wesentliches, also inhaltlich Wesentliches. Sondern ja, man findet halt dann ein paar Sachen, die es halt nur dort gibt. Ja, ja Pavlacevs Handy ist ja, das ist, manche Browser benehmen sich komisch, das ist ja Wahnsinn. Wir kennen ihn eh nicht. Das ist ja Wahnsinn, was ihr da redet. Das ist unglaublich. Welche Bälle kommen jetzt noch in Wien? Michael Unger. Also die Bälle, es kommen noch viele in Wien, aber wir spielen nur mal auf einen, nämlich auf den Megaball. Ja. Und zwar am nächsten Montag. Montag, Deswegen ist es ja. ein guter Hinweis. Nächsten Montag, das bedeutet fix steife Pavlatschenzeit. Und das natürlich, da können wir nicht gleichzeitig am Ball spielen und die Pavlatschen machen. Geht nicht, ja. Deswegen ist der Patrick auch heraus und nicht nur heute, sondern auch morgen. Wir werden morgen uns was Herrliches zum Essen zaubern und werden uns auf jeden Fall über eine Produktion einer Fake-Pavlatschen hermachen. Das heißt, es gibt am nächsten Montag keinen Livestream, sondern eben wieder eine Premiere. Um 20.15 Uhr geht dann ein Video online, das wir morgen produzieren werden. Wir überlegen uns, was wir heute machen. Es soll ein bisschen anders wie die Pavlatsche sein. Wir überlegen uns, ob wir was kochen oder nur essen. Oder was auch immer. Es wird uns schon was einfallen. Und das wird eben am nächsten Montag sein. Nur rauchen und trinken. Nein, jetzt kommt schon was.
Keine Angst, meine Wir Lieben. setzen uns noch Keine hin und Angst, rauchen ja. einmal. Das ist aber 4 Stunden. Und schauen wir, wie die Zuseherbindung ist. Nein, wir werden da morgen was machen. Aber auf jeden Fall, nächsten Montag ist eben Jägerball und keine Live-Bablatschen, aber eben ein Gestöde, sozusagen. Ein Fake-Bablatsch mit einem Braten, ja. Ja, wie gesagt, das mit Braten, ob wir wirklich einen Braten machen, weiß ich nicht. Aber es gibt eher Fake, weil ich komme nicht zum Schneiden. Ich bin Die muss eingebunden. aus einem Guss sein. Also das Mehr oder weniger, ja. Und ich komme die Wochen leider zu gar nichts und daher müssen wir das in einem produzieren, aber wir machen das schon. Wird sicher leibend. Ja, dann nehmen wir uns mit am Ball. Ich habe mir schon gedacht, das haben wir das letzte Mal geschaut, wir haben dort leider eine sehr schlechte Internetanbindung, weil ja in der Hofburg, wie die dicken Meier und so weiter, also ich komme da mit dem Mobilfunk nicht gescheit durch, weil sonst hätten wir gesagt, weil wir spielen ja erst. Wann spielen wir? um 10. Um 10. Nicht, aber ich gesagt, theoretisch geht, aber wir müssen schon früh dort sein wegen dem Aufbau und das Ganze. Nicht, aber gesagt, haben wir auch schon gedacht. Nicht? Wir machen, das haben wir letztes Jahr aber schon gedacht, Ja. haben wir einen kleinen Check gemacht, was WLAN betrifft. Es ist. Ich habe gesagt, machen wir mit dem Handy, aber jetzt direkt vom Ball und dort, dass wir was aufstellen und dass wir das mitschneiden können, das haben wir uns alles angeschaut. Jetzt auch beim Offiziersball wieder. Nein, das geht, weil die Ideen waren da, glaubt mir's. Die Ideen waren da. Da habe ich gesagt, na gar nichts, wir machen das halt live vom Jägerball. Aber das ist dort wirklich technisch schwierig und Ja, logistisch mit dem Standplatz von einer Kamera und natürlich, ja, also chatten kann man dann gar nicht. Also, wir haben das wieder, wir haben gesagt, wir machen eine Fake-Bablatschen, ja. Rauchen und trinken, so wie früher im Club 2, Allmeis darf genau. Natürlich. Genau so. Schneidet was aus eurem 156 Bablatschen zusammen. Ja, spazieren, die Idee habe ich auch gehabt, nur das Zusammenschneiden von 156 Bablatschen würde mich Wochen in Anspruch nehmen und ich habe nicht einmal jetzt die nächste Zeit nicht einmal eine Stunde übergescheit, aber wenn wir das da möglichst in einem durchmachen, weil das Problem ist halt wirklich, wenn du jetzt nimmst, du aus der 6, was weiß ich, eine 4 Stunden Bablatschen, wenn man doch öfters mal, dann musst du 4 Stunden auch anschauen. Also nur das Ausschauen, du hast noch gar nicht geschnitten. Dauert dann schon von mir keine 4 Stunden, aber 3,5. 3,5, nicht? Ja, genau. So, nicht? Und das ist schon mal was. Nicht? Und dann musst du schauen, was rauspassen. Das ist verdammt viel Arbeit und da habe ich leider gar keine Ressourcen. Spaziergang, so, das wäre eine super Idee. Das war wirklich eine super Idee, eine Zusammenfassung, nur nicht machbar. Geht das, willst du das in runterkriegen? Rudi Korb ist noch freilich, geht das. Knopflochkamera, naja, aber da seht ihr halt nur dann. Da seht ihr da. Und da haben wir nichts. Die, Also, die Quetschen von hinten. ja. Ja, in dem Fall, aber auch was das herum, das ist halt, du kannst ja nicht interagieren und nichts und vor allem, ich habe dort wirklich das Problem, dass Nein, der Empfang ist, dort das die. ist wie im Musikverein. Ich probiere Ja. WhatsApp zu schreiben. Ich versuche Ich einen Uber zu kriegen, ne? Das war, Nein, ja. habe ich auch einen Rauchabteil geben müssen. Keine Chance. Wie lange braucht man, um 156 Bablatschen durchzusehen? Ja. Ja, Ich meine, zum Glück gibt es noch eine, die 8,5 Stunden gedauert hat, aber allein das war ja die 8,5 Stunden. Und das war ja das eine. Na, was haben wir im Schnitt? 2-3 Stunden? ja, 3 Stunden haben wir sicher Ja, im Schnitt. also 3 Stunden wird der Schnitt sein pro Bablatschen. Also, ja. Nein, das geht sich nicht aus. Das war ja eben dann auch der Gedanke mit der am 26. Dezember, ne, mit Stefanitag. Ich habe gesagt, erst, wir kommen nicht dazu, ich mache die Live-Bablatschen solo. Das ne, ist der weil wir- geringste Aufwand. Weil wir ja Urlaub haben quasi Urlaub haben, ja. und das mache ich ja gerne. Das steht nicht. Nur ansonsten hätten wir da, erstens, wir sind nicht dazu gekommen, dass wir was machen und zusammenstellen, das hätten wir alles viel mehr Energie und Kostet. Zeit und das, was weiß ich was kostet, alles live leibender. Alexander Hauser ist dazugekommen. Jawohl, Alexander. Ist ausgegangen. Ausgegangen. Einfach aufnehmen und online stellen, ohne Kontrolle. Naja. Nein, das Problem alles, Lonek, ist das,
wir haben uns das alles überlegt. Alles überlegt, ja. Nur, wir haben dort erstens, wir haben dort definitiv keinen gescheiten Platz für eine Kamera, wo man sich stellen kann, weil man muss ja aufpassen, das sind ja Leute. Das sind ja viele Leute. Und da musst du aufpassen. Es dauert genau 10 Sekunden, fliegt das Ganze. Ja, wir haben geschaut, wo kann man dem, das fällt einmal aus und das zweite ist natürlich der Ton. Da ist ein Potzenstuhl durch. Es sind eben viele Leute und die machen Liebe, ja. Der Almestaff, ich werde euch fürs nächste Mal zusammenrechnen, wie viele Stunden addiert alle Pavlatschen gedauert haben. Das war aber interessant. Das war echt interessant, Almestaff. Ich will dann für heute auch raus. Ja, Also einen schönen Abend, gute Nacht, Christoph Stunden, Acker. ja. Es gibt Maus und eine Zeitschiene. Man muss ja nicht die komplette Sendung ansehen. Ja, aber es ist. Naja, aber ja, ich muss mir schon anschauen, muss schon weil ich weiß anschauen, nicht, was war. Ich kann Ich nicht kann uns irgendwas ja sagen. nicht erinnern, das geht ja nicht. Ich weiß nicht, was in der 120. Pavlatschen war. Du musst das, ja, du kannst Auswendig jetzt so. eins geht schon, du kannst die Lieder rausholen. Lieder ne? rausholen, ja. Aber vom Gereden, vom Gesprochenen, das musst du auch noch machen. Ja. Und ich habe das auch schon versucht mit doppelter Geschwindigkeit, das ja. ist schnell. Das ist bei dem Plätzchen, was wir reden, das ist schnell. Also das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne sowas. So, Dani, pass auf. Wirtshaus immer. Rodolfo Corbesso. Ich jetzt so mit Schauen wir. Wirtshaus, könnte man eigentlich auch gleich einen Abschluss machen. Bin ja dafür, ja. Seid ihr dafür? Ja. Machen wir das so? Machen wir Weil, das was so. haben wir noch? Oder? Wir sind, du hast 41 Zuschauer. Ja, das macht ja nichts. 41 Zuschauer. Obwohl der Christoph Acker auch schon schlafen gegangen ist. Jawohl, so arbeiten wir. So arbeiten wir. Ne, pass auf, machen wir jetzt Witzes und dann schauen wir weiter. Und dann schauen wir mal, was im Chat für Ideen kommen im Zusammenhang mit wir hören auf oder wir machen weiter. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was sich die Pavlatschisten so einfallen lassen, uns zu motivieren. Warte, das blende ich gleich nochmal kurz da rein. Schwartes Weiblind. So. Ich weiß, uraltes Häsel, darin ist ein ganz kleines Bäsel. Der wird dieser grenzfides Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Werner zusammen, weil seit den Wehr kein Bloß mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, weil draußen in Ottergrin, dort sitz ich und treu mich herein. Und wann ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergrin, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und treu mich
Und war nicht das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Du, jetzt sitz ich und träum ich war in Lochensinn, in dem Wirtshäuser in Ottergring. Jawohl. Der gehört, wie der Karl sagt. Ja, der gehört. Der gehört. Kleines Wirtshäuserlein. Schöne Nummer. Weltklasse. Wie heißt nochmal die Illusion des Dreivierteltaktes im Wienerlied? Ganz gewinnt. Die Illusion Dreivierteltakt. Die Illusion weiß ich nicht, der Dreivierteltakt ist 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und im Wienerlied ist es 1, Im Wienerischen überhaupt. 1, 2, 1, 2 und vielleicht 3. Was du das meinst? Ich weiß nicht, was du wirklich meinst. Wer weiß? Markus, bist du? Markus? You always play 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. But the lion is waltz is 1, 2 and perhaps 3. Genau. So der Franz Brandwein, man könnte jedem Pablagiste einen gewissen Prozentsatz zum Durchschauen geben. Nach Nummerjahren hat jeder so seine Helle so, ja, klar nicht, ich könnte alle einspannen. Das könnte man schon machen, ja. Also selbst wenn die Pablagiste mitspielen würden, Sind das zigtausende Stunden. und ganz, es wird sich die Woche nicht mehr ausgehen. Aber die Idee grundsätzlich ist leibend. Grundsätzlich ist leibend. Schau, aber es hat einer gefallen. Es hat einer gefallen. Also euch, einer, schau. Hat euch gefallen. 1, 2, der Bissal 3, kann man auch sagen, Spaziergang. 1, 2, vielleicht 3. Vielleicht. Man weiß es nicht. Da kommt 1, 2. Und die Zweier, der 2 wird immer vorgezogen. Ein bisschen Fußball. Aber so ums Der das Einser kommt früher und der Dreier kommt spät. Der Zauber nur sagen, das kannst du nicht schreien, das musst du spielen. Ja, kann's ja nicht. Das geht nicht. Was sagt der Franz eben? Neben mir zersägt gerade Isabella die Einrichtung. Ich werde dabei helfen. Ich wünsche allen noch eine erfolgreiche Woche. Gute Nacht. Dann wünsche ich euch beiden einen gemütlichen Schnachabend. Schlaft's gut. Angenehmes Flohbeißen. Ne? Original. Jawohl, ganz leibend. Jetzt auch sage ich gerade, jawohl. Auf die nächste Holzlieferung. Macht euch schön, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr gefreut. Ja, wie gesagt, wir arbeiten uns auch zum Schluss. Zum Ende, ja. Wir machen Schluss. Am Schluss von der Mama sagt die Susanne. Die BDs zum Beispiel. Ja, aber Maggie, was du jetzt da sagst, zum Beispiel. Was ist allein so? Wie Das sagt- ist nicht einmal lustig, glaube ich. Nein, oh ja, aber jetzt müsstest du anfangen. Okay, wo war das? In welcher Pavlatschen war das? So. Und das war dazwischen irgendwo und dann ist drüber geredet worden, jetzt musst du dann zumindest diesen Teil musst du dann durchhurchen. Was schauen. nehme ich von dem dann aus? Und dann war das so, dass es ja nicht ein Block ist, ein geschlossener, Nein. sondern da haben wir über das geredet und nach 3 Lieder noch immer oder schon wieder. Am Ende des Tages musst du jede Pavlatschen von vorn bis hinten, von mir aus die Lieder kann man noch überspringen am leichtesten. Ja. Na gut, das sparst ein paar Minuten. Was in Summe eine halbe Stunde dann. Aber du musst halt alles durchschauen. Glaubt mir, ich habe mich mit dem wirklich auseinandergesetzt, weil war halt leibend, so ein Best-of. Aber je mehr Folgen wir haben, desto weniger wäre mir vom Best-of irgendwie Ding. Aber schon. Jawohl, Chrissy, das ist schon längst festgehalten. Ja, wo ist es festgehalten, Chrissy? Die Geschichte mit den BDs. Ja, das war aber schon, es war ein Highlight, das gebe ich zu. Das ist ein BD, für was, es war eigentlich so vieles Waschen. War Weltklasse. Und natürlich auch die Geschichte mit. Der Georg Scheiler hat sofort nachgeschaut und wieder sofort bestätigt. Ja.
Aber es war die Geschichte super. Wir waren heute im Süden Wiens. Wo waren wir? Wir waren in Schwächert erst. Ja, sag ich, im Süden Wiens. Südlich? Ja. Nein, im Osten ist es nicht. Das ist Morchfeld. Da ist Groß-Enzersdorf nicht und so im Osten. Schon Musik haben sie auch leid. Ich habe meine erste Pavlatschen gesucht. Das hat auch gedauert. Also die Krise, die schaut nicht wirklich. Die 101. Pavlatschen war die BT-Debatte. Krise, du bist der Wahnsinn. Schau, der Raffi, eine rauchen wir noch. Na gut, rauchen wir noch eine. Die Pavlatschis sind hoffentlich ein Sprachrohr für die Zuschauer, die nicht im Chat sind. Das sagt der Markus Pristolik auch was sehr Richtiges, weil natürlich es gibt weit mehr Sinn. Aber ich kann euch eins sagen, wir wurden mittlerweile ja wirklich schon von manchen angesprochen, die eben Pavlatschis, die sind aber nicht im Chat. Ja, immer wieder, ja. Und das gefällt mir total, nicht? Weil redet mir einer an und sagt, super Pavlatsch oder das und das. Ich meine, das ist ein Pavlatschis-Dinger. Wer bist du, was tust du, was redest du, was machst du, wie hast du? Nein, ich schreibe nicht. Nein, ich schreibe nicht. Aber ich schaue mir das. Und du merkst, die schauen regelmäßig und das taugt uns viel. Also pass auf, dann machen wir jetzt einmal eins. Wird Zeit für 24 Stunden Pavlatschen. Fritzl starten. Kann nur vom Fritzl sein, oder? So. Ja, aber nur was du hakeln musst. Da sind viele Charaktere unterwegs. Und das stimmt, Markus, und das macht uns auch eine Riesenfreude, dass es so eine unglaubliche Vielfalt ist. Und auf jeden Fall, was würde ich jetzt sagen mit den Pavlatschis-Dingers, die nicht im Chat sind. Die nicht im Chat sind, ja, man trifft ab und zu jemanden. Ja, nein, immer wieder. Ja, und im Großen und Ganzen muss es gefallen. Aber der Punkt ist ja so, ganz ehrlich, wir müssen eigentlich ja nichts anderes tun. Es klingt ist einfach, ist aber dann wieder. Im Endeffekt ist es nicht einfach. Ja. Man muss ja nichts anderes tun, als so bleiben, wie wir sind. Weil es gefällt wem, der bleibt dabei und anderen gefällt es nicht und der geht. Ja, mein Gott, wir können ja kein Programm gestalten für alle, sondern für denen, die das kannst du aber nie. So, ne? Das ist eben drum, man muss sich da selber ein bisschen einfach dran halten und sagen, bei allem Risiko, man muss es so machen. Die Krise hat das wirklich alles aufgeschrieben. Krise, das musst du uns zukommen lassen. Ich bitte darum. Die 119. Pavlatschen war das mit dem blonden E. Ich habe mir vorgestellt, so das bloße Engel. Ja, aber Krise, wenn du so eine Sammlung hast, dann so best aufgeschrieben, da tätst mir echt helfen. Ja. Ich meine, für die Fake-Pavlatschen geht es ja nichts mehr aus. Wie gesagt, ich kann nichts machen mehr die Wochen. Und wir machen morgen die Fake-Pavlatschen live. Deswegen bleibt der Patrick länger. Wir machen uns was gemütlich. Ja. Also das heißt, wir werden was trinken. Also was essen auch, ja, wir werden auch was trinken, wollte ich eigentlich sagen. Ja, das kann man sicher, wenn wir was essen auch nicht. Aber also es ist. Muss wieder zu Kräften kommen. Also mit Fake-Pavlatschen meinen wir eigentlich nur, dass es nicht live ist, aber die Pavlatschen selber, der wird live, also der wird echt sein. Das muss schon klar sein. Ja. Der wird Chat bestimmt ausgeblendet. Der Musikraum, also ich sage jetzt einmal, es kann schon sein, dass ich es mal vergessen habe, aber ich glaube, bei allen Pavlatschen sind des neueren Datums, also die von letzten Jahren müssten schon dabei sein, habe ich immer das, kann sein, dass einmal ausgefallen ist, war immer angeklickt, die, wie sagt man da, dass das eingeht, der Chat auch beim, was es nachher ausschaut, eingeblendet wird. Aber wie gesagt, wenn ich schneide es von meiner Aufnahme, da habe ich ohnehin keinen Chat dabei. Ja. Und das mit den Nicht-Pavlatschis, also nicht Chattern, das sind nicht wirklich viel. Ja. Das sind wirklich viel. Ja. Und das taugt mir voll und ich finde das leibend und denen gefällt das auch. Und im Endeffekt, so sehr ich mir wünsche, dass ihr euch sehr gut unterhaltet, im Endeffekt müssen wir uns darauf fokussieren, ja. dass wir das machen, was wir gern machen. Weil wenn wir uns natürlich nach einem Publikum richten, wird es schwierig, wenn das Publikum nicht vollkommen homogen ist, sondern wenn es sehr unterschiedliche Richtungen gibt. Und das ist, der Markus hat das geschrieben, ne? Da sind viele Charaktere unterwegs, und genauso wie ist es, ja klar. Und deswegen können wir nur so weitermachen, dass wir sagen, wir machen so. Ja. Wie wir glauben, dass das gut ist, weil das leibend ist für uns. Ja.
sonst verändert man dann zu viel, nicht? Wenn man sich nach dem Publikum richtet. Das geht dann meistens. Wir richten uns nicht? Also so halt im sinnvollen. Klar. Im sinnvollen Bereich. Aber sonst geht es schief. Weil dann kommst du dann sehr ins Kommerz. Nicht? Du sagst, naja, pass auf, ich richte mich nach dem, wer was zahlt, nicht? Oder wie viel zahlt wird. Oder ein Liederwunsch muss ein Superchat sein oder muss ein Oder muss sein. ein Ding sein. Ja, nein, Und das wollen wir eigentlich nicht. Nein. So, nicht? Obwohl wir natürlich sehr gerne, weil wir sofort einblenden, sofort. obwohl wir natürlich Geld grundsätzlich schon gern haben. Und es gäbe auch die Möglichkeit, uns diese Freude zukommen zu lassen, online halt. Und war leibend, ich danke euch vielmals für diesen Schmattes. So. Damit wir uns dann einmal beim nächsten Ball offizieller Bier leisten können und nicht aus der Dose trinken müssen. So, was haben wir da? Klaus, ich bin dir eh noch das Liedroulette schuldig. Sonst schicke ich ans Büro. Ja, ich schicke ans Büro. Ja, bitte, ja. Na klar, ja unbedingt. Bitte, ja. Aber so eine Listen hast mit Best-of, das kann ich auch unabhängig von der Parage dann einmal ausschauen, wann ich wieder dazukomme. Genau. Der Friesel sagt, macht so wie immer, das ist vollkommen recht hat er, ja, das stimmt. Ja. Wir können es ja nicht wie immer machen. Warum? Weil wir immer besser werden. Muss ich selber machen. Tut mir leid. Trinke aus, Party machen wir noch angespritzen machen wir noch. Ne? Ja. Ja. Wir sind ja ohne Ehr nicht. Da kannst du nicht. Wir können nicht schlafen gehen. Das war aber auch mal was. Und einer von uns sagt, du, warum 4 Tage macht der weiter, ich gehe nicht schlafen. Das ist nicht auch was. Das ist etwas, ja. Und wenn es so passieren könnte, dann nur bei uns. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, so. Aber wir sind eh schon. Aber es ist immer noch, und das muss man schon sagen, wir sind jetzt da 3 Stunden, fast 3 Stunden live, seit vielen eine. Patrick ist nicht da zum Finger hin. Nicht die, achso, ist der richtige. Ich glaube, das ist. Passt schon, kannst schon gehen. Ich glaube, das ist der Mittelfinger gewesen. Nein, es war eh der richtige. Ja. Gundula Braun, 5 €, ja. Peer Character, doing a classic mic drop. Na schau. Schau. Das ist leider. Also ich kann, Gundula, warte noch, ich kann noch nicht. Ja, Patrick muss jetzt gleich vor der Kamera. Okay, erst, das ist ja nicht schön. Das bringt ja Unlike. 3-mal. Ja, fangen wir an mit ehrlichen Zahlen. Ne? Genau. So, Gundula, gleich werden wir uns würdig bedanken für deinen Obolus. Ich muss noch warten, bis er fertig ist, damit sein der weißt du nicht. Das Einschenken braucht seine Zeit. Ja, das Mischverhältnis wird auch immer würdiger, muss ich sagen. Das war jetzt 1:1. Ne? Ja, passt, das sage ich. Konsequent, ehrlich, respektlos. Markus Pristanik, Dankeschön. Ja, es ist aber, muss ich ehrlich sagen, auch wenn man sich jetzt geschäftlich betrachtet oder businesstechnisch oder erfolgstechnisch, wenn man sagt, man macht ja so diese Selbstreflexion, sagt, was kannst du gut, was kannst du nicht gut, ja, wo gibt es Nachrüstbedarf und so weiter. Und eins ist schon, und das haben wir halt schon immer gehabt, schon, was können wir gut, wir können relativ gut, so dieses Ehrliche sein, das Authentische, ja, genau. Das können wir recht gut. Nicht, dass wir jetzt die große Überzeugung haben, ich habe die Überzeugung, dass authentisch immer das Beste ist, aber unabhängig davon, so, ja. dass ich das für das Beste halte, ist es einfach so, dass wir das am besten kennen, weil alles andere ist verstödet, da sind wir echt schlecht. Das ist nicht gut. Das hat man gesehen zum Beispiel bei diesen OF-Produktionen. Nein, da sind wir nicht gut. Also das Gestöde und so. Es ist ja auch beim Ballen zum Beispiel, wir sind da gehandicapter als, sagt man gehandicapter? Also wir sind mehr gehandicapt. Ein schönes Neudeutsch, ja. Mehr gehandicapt. Neusprechen. Ne? Mehr gehandicapt als nicht am Ball, weil du bist halt in einem anderen Anzug, das du nicht anhast, das ist ein anderes Publikum, ein anderer Umfeld. Und da sind wir dann auch nicht so gut wie halt, also gut im Sinne der Unterhaltung, wie eben wenn wir ehrlich sind, wenn wir irgendwie konsequent ehrlich sind, wie es der Markus so schön sagt. Mit großer Freude von uns. So, das heißt, jetzt gehen wir endlich
der Gundula einen Dank aussprechen. Gundula, danke dir. Das ist sehr zum Wohl, Prost. Sehr zum Wohle. Vorsichtig, gell? Nichts ausschütten, nichts ausschütten. Und freut euch auf die Best-of-Geschichten aus dem Papa-Platschen, wo uns da die Krise hilft, sozusagen. Ganz großartig. Ja, das bitte muss sein. Ja, bitte war schon. Das war beim Platschen schon noch. In Eibestal. Ja, Das das war weiß ich da, das ja. war in Eibestal. Weil ich habe ja auch bitte, ne? Ja. Darum sind wir aufs Reden Auf das gekommen, reden können wir, ja. ne? Aber es war jetzt so, für mich war es wirklich so leicht. Vereinst du das auch? Ja. Ja. Und du sagst zum Vierswasch. Unter anderem. Und das war schon gut. Ja. Bier wie Bär. Jawohl, Megi. Du hast es heraus. Schau, einig um der Gesundheit wünschen. Danke. Bei deinem Nies. Ist schon wieder vorbei. Aus. Ich meine, das Niesen. Ja. Ja, wunderschön mit euch, sagt die Gundula. Gundula, danke das schön. Und wie gesagt, also wir wünschen dir auf jeden Fall das Beste, dass da was Gutes rauskommt. Egal in welche Richtung. Du wirst sehen, es wird bringt das passen. Leben auf jeden Fall weiter. Das ist wichtig. Wir lesen einander. Ja. Ja. Und natürlich, wie gesagt, die Gruppe, Facebook-Gruppe, 16 beim Palacisti besteht für alle. Und was, ja, das auch nochmal gesagt, das weiß schon jetzt ja jeder, nächster Montag Nächster kein Montag Live-Palatschen, keine Live, sondern es EP. gibt aber eine Pavlatschen. Wir lassen es nicht aus. Wir lassen Nein. es nicht aus. Nein. Weil ich kann nicht sagen, jeden Montag sind wir live und dann steigt einer ein und das ist gar nichts. Das ist gar Nicht einmal, nichts. nicht einmal irgendwas, gar nichts. Das kann nicht sein. Jawohl, Musik, aber eine gute Zeit und Gundula Kopf hoch. Jawohl. Ja, Krise schreibt, Genau. Doku ist unterwegs. Gute Nacht, muss morgen früh raus spazieren. Wir müssen alle früh raus, Gute aber Nacht. unterschiedlich früh. Gute Nacht, war Leihwand. So, was werden wir als Abschluss machen? Machen wir wieder mal einen Klassiker. machen wir einen Klassiker mal. Machen wir einen Klassiker, die was weiß ich, die Milchkandeln. Mhm. Oder haben wir noch ein offenes Lied? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der Taschler theoretisch nicht. Mit Taschler gehen wir ja auf. Mit Aschler können So wir auch wurscht. aufhören, ja. Ja, wir mit Aschler auf, ja. Also mit Klein in der Kirche. Klein in der Kirche. Ja. Taschler ist wieder ein. Müssen wir Der uns beim Taschler ist ja, genau. Was sagt der Franz Brandwein? Ich trinke mein Schücher-Rosé aus einem Holzachtel. Das wird nicht hin, wenn man es runterhaut. Bravo Franz Brandwein. Da ist einfach eine Logik dahinter. Und da sieht man, der Franz Brandwein kriegt eine unglaubliche Lebensweisheit. Bringt er weiter. Das ist nicht blöd, ja. Gleichwohl, ein Holzachtel, ich weiß nicht. Hier wird der Vorschlag, allmeist dafür stimmt, wissen wir ja. Das können wir gleich übergangsmäßig. Das können wir machen, ja. Das habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Dank der Schön, allmeist darf. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Also mit diesem Abschluss-Medley sozusagen sagen wir herzliches Dankeschön. Es war absolut leibend wieder mit euch. Danke euch. Wirklich super. Ganz Und klasse. ich habe mir diesen Tag wirklich versüßt, der wahrscheinlich einer meiner schlimmsten war in meinem Leben. Aber würdig blicken wir nach vorne und in der Gemeinschaft. Der Pavlacisti und ich freue mich auf nächsten Montag. Also ich freue mich eigentlich dann auf den nächsten Übernächsten. Tag dann, Am nach dem Dienstag, Montag, wenn ich nicht? das dann nachschaue, Ja. was es dann so alles geschrieben hat. Kann man das überhaupt nachschauen? Und Ja, wenn der Chat. naja, aber das ist ja kein Live, das ist eine Premiere. Was Weiß ich nicht. Naja, aber der ist ja wurscht, das sehen wir eh. werden Aber wir sehen. wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche und dann eine wunderschöne Erfahrung mit der hoffentlich euch gefallenen Fake-Pavlatschen nächsten Montag. Und dann sehen wir uns eh wieder ganz normal live. Dankeschön, macht's es gut. Ich muss einhaken, bevor wir weiterspielen. Weil die Gundula haben das wäre ein Gefühl, das wäre ein gemiert. Aber das werden wir dann auch reinbinden. Ich mache schon. Das machen wir nach dem Taschler. Mach ich schon. Gehen wir auf F. Ne? Sozusagen F sind dann.
Nochmal verfolgen. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern und einem Ring. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Neuenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist ja nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort, garantiert. Viel Frohsinn, Hammer und viel Glücklich drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Vom Neuenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Wie jetzt im S.
Ich glaube, dem muss man Lernen aufhören. wir. Alles Liebe. Viert euch. Fühlt euch gut, bis zum nächsten Mal.